Leg mal Headset an, Bro, dann hörst du unsere Stimme auch richtig gut. Aber du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich verstehe, wenn du deine Haare willst, dass die Leute sehen, wie gut du siehst. Aber bist du gemütlich, Bro? Ja, ich bin gemütlich, Bruder. Aber Bruder, schön, das freut mich. Welcome. Itzma. Oder wie sagt man? Isma, Bruder. Isma, Bruder. Bro, für die nicht extra, weißt du, erst nicht sagen, wer ist. Fuck, man. Ja, wir haben heute einen neuen Gast dabei, der noch nie im Podcast war, aber eigentlich ein sehr guter Freund von mir ist. Eben. Der Serhat. Und, nein, Spaß. Der Isma ist heute da mit uns und der Isma ist ein Entrepreneur. Nein, und der Isma ist seit knapp 2 Jahren im Rap-Game. Mhm. Also full am durchziehen. Voll am durchziehen. So 1,5 Jahre voll am durchziehen, ja. Voll, Mann. Und vor dem bist du Schauspieler gewesen. Mhm. Oder du bist eigentlich immer noch Schauspieler, aber man hat dich wie so in einer grossen Schweizer Produktion gesehen, Al-Shafak. Mhm. Und Al-Shafak ist ein Film, wo um einen Mann handelt, wo sein Sohn an der syrischen Grenze. Nicht an der Syrien, ich glaube sogar in Syrien. Ah, in Syrien, genau. Ja. In Syrien versucht zurückzuholen vom IS. Genau. Und da ist halt ein bisschen Typecasting passiert, weil der Bruder sieht halt aus, als wäre er fix von IS gekommen. Haben sie gesagt, hey, gerade so. sie so, hey, lass den Bart noch schnell 2-3 Meter wachsen. Bro, sie haben mir einen Fake-Bart angeklappt, Bro. Checkst du? Den Bart aber ich Bruder, ich bin 16, ich habe gar keinen Bart gehabt, Bro. Ja. Krass, stabil, ja kein. Ja, Mann. Stimmt oder stimmt nicht? Scheiße. Voll, Mann. Und Isma, du bist dort 16, 17 gewesen. 16 Jahre ist 16. gedreht und wo es rausgekommen ist, bin ich 17 gewesen, ja. Und du bist die Hauptrolle gewesen, neben Kida Ramadani. Genau. Ramadan, sorry. Das Was hast du gespielt? Ich bin der, der radikalisiert wird und für den IS, also Spoiler-Alarm, Ja. sterben geht, Bruder, ja. Krass. Und wie ist so Paradies? Ich sag nicht dazu, Bro. der Kida Ramadan ist übrigens der von 4 Blocks. Ja, stark. Und mit ihm hast du die Hauptrolle gespielt. Ja, Mann. Hey Bro, ja, es nimmt mich jetzt schon ein Wunder. So. Also der alte Mann von 4 Blocks? Ja. Tony Hamadi, ja. Stark, Mann. Ja, Mann. Hat er dir gesagt, du kannst gut Schauspielern? Ja, Bruder. Ich bin immer noch teilweise im Kontakt mit ihm und so. Wirklich sehr stabiler Onkel, Bro. Ja, Mann, also riesen Herz, Mann. Riesen Herz. Stark. Hat mir auch schon 1-2 Möglichkeiten auch nach dem gegeben. Auch wo wir in Berlin waren. Okay, chill jetzt, okay? Du musst jetzt chillen, okay? Josh Negron ist da, okay? Wie meint er das, Bro? Auf jeden Fall. Und versuchen, Hast du 3 Preise? Ich kann nicht. Ja, hast du den Rest nicht, Bro? Ich kann nicht, Bruder. Ich Sag kann ihm, nicht. Bro. Noch nicht, Also, Bro, dann bringt ihr die Connections nicht, morgen. Danke, bringt er nicht, morgen. Ey, wow, okay. Nein, Mann, auf jeden Fall, nein. Korrekter Typ, yes. Voll. Danke für Ruck übrigens. Bro, immer, du weißt. Ja, Mann, aber ich meine, ich stelle mir das schon krass vor, weil es gibt, ich meine, wenn ich dich jetzt frage, Sero, sag 4 Schweizer Filme. Der vom Stress. Der vom Der Stress. Classic. Der ist sehr stark. Der ist Breakout. wie heißt der? Breakout. Bro, der ist krass, Oder gewesen, Outbreak. Mann. Nein, Breakout. Ja, Weil Bro, es der ist krass Es gewesen. ist ja um Hip-Hop gegangen und Ja. so Breakdancer, die Ja, ausbrechen. genau. Wo es der Jugend. Irgendetwas, das sind ja eigentlich wie so in einem Knast, aber nicht Knast. Dort fahren so Tös vorbei. Genau, ja. Es gibt, ich weiss noch genau, wir haben es mit den Jungs zusammen geschaut und Ja. dann gibt es so eine Szene, wo sie ja Zentrum Tös vorbeifahren. Schon. Ja, ja, so mit dem Auto, Ja, das checkst du damals, haben wir es geschaut, hast du nicht gecheckt. Also Ja. es gibt ja eine Szene beim Portier, Mhm. dort vorne dran. Also das ist schon Bei der das- Gleis, bei den Zügen und so. Genau, ja. bei der Gleis, bei den Ja. Zügen. Und das ist so ein Kaffee in Vinti. Mhm. Nachher fahren sie weiter. Dort haben sie übrigens auch «Mein Name ist Eugen» gedreht. Das wäre Film Nummer 2. Ach schon? Ja, auch ein Teil dort. Ja, auf so Einfach starker Winti Film. Kulturstadt, Bro. Auf jeden Fall Ja. fahren sie nachher an Tös vorbei. Ja? Und wir haben uns DVD geholt in der Bibliothek von Breakout. Aha. Und haben das haben so mit den Kindern, also mit anderen Jugendlichen zusammen geschaut. Nachher fahren wir an Tös, nachher siehst du so 5 Leute. Gut sein, Tös. Krass, Mann. Jawohl. Crazy. Und Ja. Being Azem. geil. Der ist auch Winti gedreht worden. Der Wie ist auch heißt er? Being Was hast du gesagt? Wie heißt der? Being Azem. Bin Azem. Azem Maksutai. Being. Ist das Sein. ein Schweizer Film? Sein. Bro, wir haben in der Schweiz einen 14-fachen Weltmeister im Thai-Boxen. Ich kann den nicht. Sag Bruder. Nationalität. Oh. Hä? Was denkst du Nationalität? Er ist. Azem. Ja. Mhm. Bro, überleg nur 14-fache Weltmeister. Maksutai. Azem, das ist einer von Türkei. Krass. Maksutai. Krass. Also erstens, Maksutai. er hat einen Schweizer Pass, also ist ein Schweizer. Ja. Erstens danke.
für die Zukunft. Okay. Zweitens, Er ist vom Kosovo, Okay. Bruder. er ist ein Schippi Ja, von von Kosovo. Dejan. Nicht von irgendwo von Dejan. Wie heißt der? Azem? Max Sutay. Azem macht eigentlich Sinn, ja. Ja, Bro, wie hast du lange überlegt? Du so, Azem, Türk. Ich habe eigentlich Aserbaidschan wollen sagen, aber das Bro, wäre so fast. er ist 14-fach und er hat eben auch einen Film gedreht. Being Azem, so sein Weg, weil er ist auch von Vinti. Weißt du, er hat auch einen Struggle gehabt und hat das verfilmt, wie er. Oh, darum die Thai-Boxer steht, darum habe ich den Bruder, was Hate-Kommentar denkst du, bekommen. ja. Okay. Bro, also wir haben abgesehen von ihm haben wir noch weitere gute Thai-Boxer, Ja. aber er ist ja der, der in Vinti eben auch so von null auf angefangen hat und 14-facher Weltmeister wurde, ist vielleicht auch 16-fach, aber auf jeden Fall zweistellige ist die Zahl. Ja. Und Bro, er geht jetzt auch, weißt du, Schule und so weiter, Nachhilfe überall, aber er hat einen Film gedreht, auch. Der ist immer noch in Vinti und ist immer noch dort. Ja, Bro, er ist die Vinti kennt, die kennt ihn eben auch, aber Okay. offensichtlich, ich weiß nicht. Bro, ich habe nichts mitbekommen, Mann, in meiner Integration, wo ich in Vinti bekommen habe, Mann. Eben, das Gute ist, sie sind eben wie beim Stress im Film, sind sie eben in der Schule umgegangen und haben den Film gezeigt. Ja. Und Bro, du kannst dir vorstellen, wo wir den gesehen haben, Bro, wir alle so, wir, Schippis, Türken, Kurden, Bro, wir sind durchgedreht. Ja, das ist so, Mann. Wir so, weißt du, du, Stress ist schon krass wegen Hip-Hop, jetzt kommt einer so, weißt du, wie so ein Schippi. Hure wichtig und der ist wahrscheinlich auch schon länger her, der Film, gell? Ja, Bro, ich glaube, wir haben das in der ersten Oberstufe angeschaut, oder der zweiten vielleicht. Das ist etwa, Bro, Ich finde, das ist 15, wie 16 Jahre ausgeblieben, her. Mann. Das ist 2019 Ja. und ist halt ein BIPOC, also so ein Dokumentarfilm. Okay. 15 Jahre Ja. her, ja. Ich finde, das ist schwer. Ich glaube, seit dem Ja, Stressfilm und dem Film, ich glaube, so Filme sind irgendwie nicht mehr so gekommen, Mann. Weißt du, so Represent, wo wir auch reinschauen und Wo sagen, du kannst wir nachvollziehen, identifizieren ja. uns mit dem und Sorry, dem, gut. ja. Alles gut. Aber ja, Mann. Hey, ja, also auf jeden Fall, das Wer hat das produziert eigentlich? Nehme ich jetzt wunder. Kennst du die Produktionsfirma? also Produktionsfirma Weil- war Pi-Filme GmbH, das ist in Aha, okay. Zürich irgendetwas, kann ich nicht, ehrlich gesagt. Die sind eben auch vorbeigekommen schauen und dann hast du gesehen, so weißt du, der Azem, der einzige Schippi Ja. und dann so 4 von der Produktionsfirma oder 3, weißt du. Aha. Dann haben sie einen Film gezeigt, Bro, ganz geiler Film, den musst du mal geben. Okay. Sogar dann der Andi Hug macht mit dort. Sagt mir auch nichts. Bruder, Leute. Andi Hug war einer der Weltmeister im Kickboxen. gewesen. Bro, So. Zürcher. Ja. Sorry, Jungs, ich bin voll Alles nicht gut, in dem Bro. Sag, Bro, alles wir gut. machen da ein bisschen Dings. Kein Problem. aber Hauptsache, auf du jeden kennst Fall- den Onkel. Was ich wollte sagen ist, eben, du kannst eine Handvoll Filme ziehen bei 3. Ja. Kannst du noch ein paar sagen? Was haben wir gesagt? Stress, Being Azem, dann hast du den einen erwähnt. Also, mein Name ist Eugen. Ja, man nehmen wir so. Und dann noch der Wolkenbruch. Wolkenbruch, genau. Das ist auch mit dem Ding. Wolkenbruch ist mit dem Joel. Irgendetwas, der bei Ja. Breakout ist, der Genau. nur sagt: Ja. Scheiße, Mann, fick dich. Scheiße, man, fick dich. Ja, der! genau, der. Der hat's noch gegeben. Der ist der größte. Heidi. Scheiße, man, fick dich! Ist das nicht wegen, hat er, glaube ich, einen Tourette, TikTok im Film? Tourette, Ja, Tourette, okay. Ja, ja. Heidi. Wahrscheinlich Bro, der teuerste Film, der gedreht worden ist in der Schweiz, so wie ich Ich mitbekommen glaube habe. nicht. Hat er 3 Preise gewonnen? So wie alles oder nichts? Nein, aber ich glaube, Senetunchi war teurer. Gewesen. Nein, Heidi ist am teuersten gewesen, weil sie haben müssen von Bergen zu Bergen mit Helikopter das ganze Equipment müssen Krass. transportieren. Ich glaube Krass. über 25 Millionen. Ist jetzt aus der Luft rausgegriffen, Krass. so wie ich gehört habe. Ja, das wäre sehr viel, ja. Ja, Sie. voll. Weil normalerweise kostet ein Film in der Schweiz 2 bis 5 Millionen oder so? ja, so 3, 4. Ja, ja, so ja, voll. Aber genau, was ich wollte sagen, ist, es gibt wie so eine Handvoll Filme. Jetzt stell dir vor, du bist so 17, 16, du bist im Gimmi Aha. und Also der Kanti, muss ich sagen. Okay, sorry. was ist der FMS. Unterschied? Bruder, ich bin an der Kanti gewesen und ich habe dort die FMS gemacht. Ah, okay, in was? Ja, voll. Pädagogik. Ah, krass. Ja, Mann. Auf jeden Fall, eben stell dir vor, du bist so 17, du hast gerade in einem Film mitgespielt, neben den Grössen so, im deutschsprachigen Raum. Wie hebst du nicht ab, Bruder? Jetzt mal ehrlich. Nein, aber jetzt mal Bro, ehrlich. ich bin abgehoben, Bro. Mhm. Dazumals. Bro, du musst dir vorstellen, ich bin ins erste Jahr reingekommen in die Kanti. Und sowieso, meinen Weg in die Kanti habe ich auch irgendwie eigentlich gefunden. Ich wollte schon immer gehen. Aber ich habe auf jeden Fall einen holprigeren Schulweg gehabt. Also ich bin jetzt nie schlecht gewesen, aber so. Und ich komme ins erste Jahr rein und habe schon vorher das Filmangebot bekommen. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe das auch in einer Zeit bekommen, wo ich im 10. war. Ich habe so einen Sprachaufenthalt gemacht. Nachher bin ich ein halbes Jahr irgendwie nichts am machen. Mhm. Und Bruder, ich habe keine Lehrstelle gefunden. So, ich habe fett viele Bewerbungen geschrieben, meine Schwester sogar. Mhm. Schau da sie, die dem. Und ich habe keine Lehrstelle bekommen, Bro. Mhm. Und ich bin immer in die engere Auswahl gekommen und dann nichts. Und ich bin irgendwann in Genf gewesen, ich weiss noch, in Sprachaufenthalt und ich habe wirklich so gesagt, in dem Fall, du willst, dass ich den Weg runtergehe, so, weißt du, so, zwischen mir und Gott. Und ich bin wirklich down gewesen.
Aber dann habe ich nicht aufgegeben und dann, Bruder, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, ich habe den Film, die Rolle bekommen und ich habe sogar noch eine Lehrstelle bekommen. Krass. Und dann bin ich in die Kante gekommen und bin direkt 6-7 Monate weg gewesen. Und die haben mir das nicht mal erlauben, Bruder. Ja. Die haben Anfrage geschickt, also die Filmproduktion, Maximasch, hat Anfrage geschickt und sie so, ja nein, er soll doch einfach ins Schultheater gehen. Bruder, Das für nicht gönnen, Ja. Alter. Und Du kommst, nachher... warte. Du kommst Hauptrolle über. Ja, Der Film ist von der SN SN Ischek. gemacht. Sie Ja. ist eine der ersten TTRK-Absolventinnen übrigens. Ja. Sie hat damals nicht TTRK Ach schon? zwar, ja. Ah, wirklich? Sie hat damals Crazy, hab ich nicht nicht TTRK geheißen. Ja. Und sie lebt jetzt auch schon lange in Zürich. Mhm. Also ich glaube wirklich so seit 80er. würde ich Ja, schon länger auf Ja. jeden Fall, ja. Und genau, und dann hat sie den Film gemacht. Lustigerweise, einer von meinen Dozenten an der ZRK hat damals mit ihr das Studium angefangen. Schon Krass. ja. So lustig, ja. Er ist Ja. jetzt gerade gestern 60 geworden. Crazy. Charlotte Pierre, Daddy. Ja. Und da haben wir es gerade letzte über sie gehabt. Ja. Aber genau, und dann wird Anfrage gestellt an die Schule, ob du darfst, wie lange wäre der Dreh gegangen? Also mit Normalerweise- Proben, Vorbereitungen, eben, ich glaube so 6-7 Monate im Okay. Fall. Alles zusammen. Ihr Wichser, Mann. Ja. Aber zoomen, der Bruder. Salatlips an meine Haut, Bruder. Ich kann sagen, Muck irgendwo. Und dann hat sie gesagt, nein, aber du kannst ja ins Schultheater gehen. Ja, sie hat mir wirklich so eine Mail zurückgeschrieben, ich weiss noch, aber ich darf ihren Namen nicht sagen, Sag, aber Bro. Sag mal, die oder? Schulleiterin, Ja. nicht die Schulleiterin, sondern die halt das ganze Administrative mehr macht. Dann Muchtar einfach. Der Muchtar, Bruder. Ja. Sie hat wirklich noch so geschrieben, aber du kannst ja ins Schultheater gehen und hat mir noch so die Nummern von dem Ah, cool. Theaterlehrer Mhm. noch so hinterlegt, weißt du? Krass. Nachher haben die von Maximas wirklich dort angerufen und haben denen klar gemacht, ey, der Junge hat gerade eine riesen Chance und das ist nicht irgendetwas so Killy-Millis, das ist Ja. wirklich etwas Grösseres. Kili Milli habe ich auch lange nicht mehr gehört. Krass, ja. Und ja, und nachher habe ich das gemacht und nachher bin ich gegangen und nachher haben wir Proben gemacht, alles. Und Bro, es war eine riesige Erfahrung gewesen, Bro. Auch wenn ich den Vertrag unterschrieben bin, ich habe mega spät erfahren, dass der Kida mein Vater wird spielen. Ich habe den Vertrag unterschrieben mit meinen Eltern damals noch, ich weiß noch. Und nachher sie so, ja, und weißt du schon, wer dein Vater spielt? Und ich so, nein. Sie so, wie heißt der? Ramadan. Ich so, der Kida Ramadan. Ja. Sie so, ja. Ich so, der von 3 Türken und ein Baby. Ja. Ich so, ja. Ich so, der von 4 Blocks. Sie so, ja. Ich so, was? Krass. Ich so, krass. Sie, Und wo Mann. ich ihn kennengelernt habe, habe ich gespürt, Bruder, dort ist mir auch irgendetwas in mir aktiviert worden. Ich habe gecheckt, shit, die Leute, die ich auch in der Glotze sehe, oder allgemein, zu denen ich vielleicht auch teilweise aufschaue, sind auch nur Menschen, Bruder. Sie haben auch nur den Weg gemacht wie jeder andere, Bro. Und weißt du, für einen 16-Jährigen ist das geil. Krass, Bro, weißt ist du? inspirierend vielleicht auch, weißt du? Ja. Mega inspirierend gewesen. Und ja, nachher haben wir den Film gedreht. Und du musst dir vorstellen, meine Rolle ist so ein... also ich habe jemanden gespielt, der Burak heisst. Und die Rolle ist... er ist jemand, der sich nicht verstanden fühlt. So, und wo sich eigentlich wie am Gefinden ist. Und er bekommt von seiner Familie gesagt, er macht alles falsch. Einfach weil er eigentlich ein normales jugendliches Leben führt. So normal... was man unter normal versteht bei uns jetzt in der Schweiz. Und seine Familie ist nicht jetzt voll streng gläubig, aber sie geben am Glauben sehr viel Gewicht. Und dann geraten er an die falschen Leute und alles. Das heisst, während dem Film eigentlich und vor der Kamera ist er eigentlich mega ein wie sagt man, orientierungsloser Typ, weißt? Und ich glaube, das Unerfahrene hat genau passt zu der Rolle. Weil, Bruder, ich habe vorher noch nie gespielt. Also ich habe schon Schauspiel in der Schule gespielt und ich wollte das immer machen, aber ich habe ja noch nicht so noch gar keine Erfahrung gehabt, so Films jetzt. Und es hat einfach gerade alles zusammengepasst, Bro. Ich glaube, du kennst es aus der Regie, wenn die Leute einfach jemanden im Kopf haben und der kommt, dann ist es er. Ja, ja. So checkst. Auch wenn du vielleicht in der anderen Hand jemanden hast, der vielleicht mehr Erfahrung hat, Ja, aber ja. er catcht es einfach mehr. So. Nein, du hast ja sehr gut in die Rolle reingepasst. Danke, Mann, danke. Damals habe ich Pelin übrigens auf dich gebracht. Ja, Mann, Shoutout an Pelin. Pelin hat uns allen den Bro, Weg Pelin geebnet. ist- Bruder, ohne Pelin, wir wären einfach nichts. Bro, Sicher Pelin, ehrlich, Pelin Bro. ist dich so krass am... Sie ist so zu uns gekommen, voll drauf, also voll drauf, angetrunken und so Alter, sagst im du das Specs. jetzt hier, Bruder? Sagst du das jetzt da öffentlich? Bro, sie ja, kommt, wieso? Bro, sie kommt, sie so, Jungs, Isma ist da,
Jello und Abdi ist da, die müssen sich treffen. Ah, ja, Mann. Die müssen sich treffen. Bro. Ich will, dass die sich treffen. Ja, und ich sage dir etwas, Bro, was ich jetzt da droppe. Ich werde mit diesen Jungs, früher oder später, Bro, der Tag X kommt. Ja. Und ich bin mit denen auf Augenhöhe dann am Hängen. Und dann gebe ich einen Shoutout an Pelin, der damals schon an mich geglaubt hat, Bruder. Ah, mir nicht, aber Pelin schon, ja. Okay. Stimmt oder stimmt nicht? Kein Problem. Bro, Pelin, ich sage immer wieder, wenn Leute würden so viel Schweizer Rap fühlen oder auch nur supporten wie sie, Ja. wir hätten um einiges mehr Künstler, die würden aufgehen und könnten, weißt du, so eine Genau Bühne bekommen, so, zum Abgehen, weißt du. Ja, Mann. Aber es, voll. egal, Pelin rennt da mit anderen laufen kann, weißt du. Ja. So, Check. so ungefähr. Sie wird ihren Platz auch noch richtig rein. Ja, normal, Bro, normal. Ich sage immer noch, weißt du, so, Der Platz Pelin, ist da, Bruder, sie wollen nicht anhocken. ja, Pelin ist Schon, perfekt gemacht für die Öffentlichkeit. So, Okay. sie können richtig lustige, weiß ich auch nicht, Aber sie Reactions will noch machen, nicht Vloggen. genug- Nein, Sie aber will was, sich nicht voll an die Öffentlichkeit geben. ja, ja, oder muss was? man respektieren. Weißt? Ja, Sie, sagt, safe, sie Bro. sagt momentan so, hey, lieber nicht und so, aber immer hier und da macht sich die Hoffnung, weißt du? Jetzt hat sie gesagt, wenn ich, jetzt ist sie ja in der Ferien ein bisschen weg, sie so, wenn ich komme und so, wir machen etwas. Aha. Aber du weißt nie, Bruder, du weißt nie. Ja, man muss halt auch, ja. Aber Du egal, musst es wirklich Hauptsache ist sie wählen, zu uns gekommen, Mhm. so richtig so mit einem Glas in der Hand, sie so, Jungs, da ist diesmal, Jill und Abdi haben ja nachher Auftritt. Ich habe das gar nicht gecheckt, Bro, ich habe ihr gar nicht gesagt. Ich sehe Sie ist so, von sich aus gekommen. eben ja, Ja. ich sehe so Cello und Abdi, ich habe so ihren Auftritt gesehen. Nachher, Bro, ich bin einfach nur dort am Hängen, sie so, komm jetzt, Isma, komm jetzt. Mhm. Du triffst die jetzt, du musst dich jetzt denen vorstellen und alles. Und ich so, wie? Weißt du so? Ja. Und der Jolda schaut mich so an, er gibt mir so den Backstage, ja, was für Türen macht er wieder auf? Den Blick gibt er mir, weißt du? Er so da, weißt du, so, schaut mich so an. Ich so, Bro, was ist los? Weißt du, in dem Sinne, also, du gehst jetzt da, komm, gang. Und nachher bin ich gegangen, Bruder, und ja, Mann, riesen Ding. Und sie hat ja sogar noch gesagt, hey, das ist mein Cousin. Ja, fix. Genau. Eigentlich wir hätten Rapper. sollen sagen, man, sie hat Eier in der Hand. Sie hat Eier in der Bruder. Hand gehabt. Bro, wir sind ja dort in der ganzen Situation maximal überfordert gewesen, Ja, weil, fix, sie haben viel zu tun gehabt. weil, Mann. nein, weil das Ding war, original geplant wäre, eine Stunde vorher mit ihnen ein Interview machen. Ja, Nachher ist einer gekommen, er so, ich mache jetzt. ja, Zack, einfach genommen. Nachher kommt einer, wo ist Jill und Abdi? Morgen dort. ja, Wenn machen der, ja, morgen jetzt, aber wo ist er? ja. Die sind Eben, mega nachher, cool. Leute fragen, wer, wo, was und einfach so unnötiger Stress, so, für 1 Stunde, nachher rocken wir da hin. Und dann, hast du gesehen, wo wir das Interview geführt haben? Das ist eigentlich nicht an dem Ort, wo wir geplant haben. Wir haben es einfach Ja, so ja, auf die irgendwo, Schnelle, Schnelle bei der Cafeteria, weißt du, so Ja, dort ja, gesagt. voll. Und dann haben wir es dort geführt, deswegen sind wir gar nicht wir sind mit dem Kopf gesagt, okay, gut, jetzt fängt es an, wenn wir dann liefern, weißt du? So mehr das, aber Aber Perin sind ist. korrekt gewesen, die Ja, Jungs, ja, Mann, die zwei sind extrem korrekt Ja, gewesen. Die sind extrem mega, korrekt, mega Voll. Dings, Bro, mega bodenständig, mega anständig, Es sind Bro. andere Leute in dieser Szene, die sich nicht korrekt verhalten und meinen, sie sind irgendjemand. Also jetzt in ihrer Bubble, meinst du? Nein, aber dem Abend. So dem der, Abend, Grund, ja. der Grund, wieso das ganze Interview sich so hintergeschoben hat. Eben, gell? Und so. Aber ja, Ja. Ohne Names du droppen. weißt, welcher und ein bisschen. Komm, Bruder, bring jetzt Nein, ich sag nachher dir. Er sagt es nachher, aber ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, die zwei sind ganz korrekt gewesen. Einmal hat haben wir dann nachher abgebaut, nachher habe ich so Jacke gefunden, und dann so ein Jäckchen, weißt du, so Trainerjacke. Und ich so, gehört wahrscheinlich irgendjemand von da, und ich will weg und ich so, FK Sarajevo. Ich sag, gut. Das kann nur jemand Ja, kann nur Jello sein, weißt XXL wahrscheinlich auch noch gut du? sein. Ja, so 3 gesagt oder so. Ja, Mann. Nachher, ich so, komm, ich bring's dich, so, Bro, du hast die Jacke vergessen und so, also fix, stabil und so. Ich so, Sarajevo, weißt du? Ich so, stark und so. Also, ja, was bist denn du, weißt du? Ja. Ich so, ja, weißt du, da in der Schweiz, du weißt, nur Zürich und so. Ja. Ich so, und Dings, und in der Schweiz, also so generell, weißt du, Barca. Und der Josh hat eben, oh, sorry. Alles gut, mach nur weiter. Der Josh hat eben, bevor wir angefangen haben, hat er so gesagt, weißt du, also, sag mal so, scheiße FC Basel und so. Sag mal Zürich und so. Also, nee, Jungs und so, weißt du, also so Sachen mache ich nicht und so viel. Er weiß, weiß, Bruder, die ganze Fanbase. Bro, er hat in jeder Stadt hat er Fans, Bro. Und er kann nicht Ja. sagen, wie so Ja, nein, das scheiß geht Köln nicht, das oder geht scheiß nicht, ja. München oder so, weißt Ja. du. Er so, aber was ich kann sagen, ist FC Zürich, der alles rasiert und so. Aber er ist eh chill gewesen, der Abdi ist nachher reingegangen und der chill einfach so auf der Aftershow-Party, Bruder. Ja, die sind max entspannt, die sind ganz Ja. chillige Sachen, Bro. Ja, Mann. Safe. Voll. So wie du eines Tages, so finde ich auch, darfst du nicht vergessen. So. Entspannt bleiben, Bro, bodenständig, Bro. So muss sie, Bro. Bro, die Leute haben an diesem Tisch da in dieser Konstellation, haben sie 3 Preise und sind immer noch entspannt, Bro. Denkst du, bringst ihn jetzt noch 10-mal heute? Aber er ist ja nicht zum Stress, er ist ja Ja, aber berechtigt. warte mal, welche 3 Preise, Cousin? Jetzt hat er provoziert. Du weißt, glaub nicht, wer vor dir hockt, Bruder. Bruder, kennst du den Carlos Leal? Nein. Ah, du bist du kennst den Carlos Leal nicht. Bruder. James Bond, Carlos Leal, Ah. Im Casino Royale hat er gespielt. Casino Royale. Bro, Mann, ich habe vor 12 Jahren oder so mit meinen Kurzfilmen, die ich damals gemacht Genau, habe. Zürich Filmfestival.
Genau. Jugendfilmfesttag, ja. Jugendfilmtag, Aber fast, ja. Zürich Filmfestival und nochmal eins habe ich einen Preis gewonnen mit einem Kurzfilm. Mhm. Und der eine Das ist oder der andere... erste? Erste Jugendfilmtag, Oder 2 Preise gewonnen, Publikumspreis und Kategorie C. Kategorie 10 die Sackstark. also sie haben eben Ja. so gemacht, Jugendfilmtag, so wie ich es noch in Erinnerung kann. Sie haben gab's nach Alterskategorie Ja, genau. gemacht. Also in seiner Alterskategorie hat er gewonnen. Ja. Mhm. Und dann ist Zürich Filmfestival gewesen. Mhm. Dort haben wir ja unter 500 Einsender hat unser Film wieso den ersten Platz geholt. Also Und du musst wissen, Zürich Filmfesttag hat Dings gehabt, Anforderung, der Film darf nicht länger als, also ist eigentlich kein Film, ist ein Clip, 72 Sekunden, gell? Ja. Nicht länger als Krass, 72 Bro. Sekunden. Und du hast nur 72 Stunden Zeit gehabt, um Ja. einen Film zu machen. Also du hast am Freitagmittag Bescheid bekommen Ja, und am Montagmittag hast du ihn abgeben. sackstark. Ja, Bro, easy. Also weißt du, ich meine, es ist wirklich... Aber du bist ja dort dann auf der Bühne, Bro. Der Schauspieler von Scrubs, Ja, alle am genau. Zuschauen. Du Bro, dort, Carlos Leal am Zuschauen, am Klatschen und so, Bro, normal. Er Oh, hat der dich war auch dort gewesen. Also Bro, an dem Abend ist John Travolta. Bruder, ich habe nicht erwartet, weißt du? Bro. Aber egal, Bro, das ist eine andere Geschichte. Ja, erzähl, Bro. okay. Nein, nein. Das habe ich nicht gewusst, John Travolta. War ich nicht gewusst. Ich habe nur Carlos Leal gewusst, ich habe mit dem ein Foto gemacht. Carlos Leal ist Jugendfilmtaxi. Aha, eben, Jugendfilmtag, also Bro, das ist Carlos Leal. So, Er so, Bro, James Bond, dies und das. Ich so, wow, krass. So Bro. krass, echt Foto machen. Ich habe so ein Foto mit ihm. Ich zeige so meine Ex, ihre Mutter, weißt du, ich erklärt, so, oh, Carlos Leal, so, ja, normal, ich kenne ihn. Weißt du, der Connect. Ja, Bro. Und das ist einfach so ein Joke, dass ich halt... Aber Das ist kein Joke, Bro. Das Kannst ist stolz Joke, drauf sein. Bruder, du hast Ah, das Bro. geholt, Bro. Ja, Checkst, aber dass ich bin dein dort Weg ist geschrieben gestanden. Bruder, ich bin da 18 gewesen. Ja, also, umso Ja, mehr kannst du stolz so, auf dich, Wie Bro. alt bin ich jetzt? 28, 29. Wie ist das jetzt? Bro, das ist über 10 Jahre her. Okay. Und Das sind 2 Preise gewesen und ihr habt jetzt noch... 3. einen zum Jugendfilmtag habe ich 2 gewonnen. Ja. Ein Doppelpreis. Und Ja. ZFF, Zürcher Filmfesttage. Filmfestival. Filmfestival. Ja, ja. Und Zürich Filmfestival habe ich eben den Publikumspreis mit dem Team zusammen gewonnen. Hey, ja, ich meine, es ist, Bro, das ist auch so gewesen, man, also wenn ich heutzutage die Filme anschaue, Bruder, ich muss lachen. Weißt du, was ich meine? Wir sind wirklich schlecht. Also ich meine, es ist vor 10 Jahren gewesen. Meinst du, könnte ich Schauspieler? Du, So in eine Rolle hineinschlüpfen, so Sicher, ja. eiskalt. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, Ja. du kannst vieles. Aber, Aber Schauspieler ist nicht dir gelegen, Bruder. okay. Und das ist auch kein Hate, Bro. Ja, aber kein Problem. Kein Problem. Aber Ich wollte auch ein Schauspieler werden. Nein. Aber mich nur wundern, ob ich so ob er mich von der Leinwand könnte sehen, also in einem Kino so Ja, weißt du, nein, Premiere in oder einer so. Zwischenszene, aber wenn er eine Rolle spielt, dann muss er sich selber spielen. Chewbacca, Bruder, bei Ja. Star Wars. Bro, Nein. Bro, Bro. Da kann ich nicht mal nachmachen. Sag's nochmal. Chewbacca. Nochmal? Chewbacca. Okay. Ich Wege? wollte Chewbacca. Aha. Oh. Und Worte, weißt du, gesagt. Wie heißt der? Wer und Abdi? Jer und Abder Rahim. Abdrahim. Ist es richtig oder falsch, wie ihr sagt? Sag's nochmal. Jer und Abdi. Cello. Hä? Jello und Abdi. Jer und Abdi. Er hat einfach schnell den J-Lal zum J-Lo gemacht und der Wie sagt man? Cello und Abdi. Cello. Ja. Hast du nie gehört? Papi Cello. Ja, aber Bro, Jello, Jaylan. Bruder, er spielt kein Jello. Bruder, er ist der Jer und Abdi. Sind bei mir Jer und Abdi. Cello fertig. und Abdi. Ja. Ja, Bruder, wie du willst, Mann. Aber du musst nicht anfangen zu reden, Bro. Du weißt mal, wer von den zwei ist, Bro. Aber das ist gar nicht um das. Es geht echt um das. Also wenn der lustig macht über jemanden, der ein Sprachproblem hat, so Ach Aussprache. krass, bist jetzt sprachbehindert. Bruder, du bist doch da geboren. Ihr lacht mich ja aus. Aha. Also Also ihr lacht Leute aus, die Probleme haben zum Wörter aussprechen. Jetzt willst du uns in die Also- Schublade Nein, ich setzen, frage nur, ah. ich frage nur. Also dann bist du sprachbehindert. Nein, aber ich kann mir zum gewisse Wörter aussprechen. Ja, ist ja nicht Und an schlimm. was liegt das, Sarah? An was könnte das liegen? Ey, Bro, vielleicht die ein oder andere Väterfreunde ist nicht nötig gewesen. Kann nicht. Okay. Nein, das ist eben so ein neuer. Das stresst dich ein bisschen, gell? Was? Dass ich das sage. Was sagst du? Dass du Sachen falsch aussprichst. Nein, mich stört es nicht, aber ich sage einfach nur, wenn ihr lacht, dann heisst das, ihr lacht auch Leute aus draussen, Ich die... spiele, wir haben einen Punkt getroffen. Ja, das Ja, ihr Psychologen, Mann, krass. Es hat alles angefangen vor 17 Jahren. Ah, man, nachkommen, ihr Psychologen, Mann. Krass, Alter. Bruder, ey, ich muss gerade so lachen. Der Noah Bachhoff war ja da gewesen, Ja. im Podcast. Ist das der, der letztes Mal war? Ja, der Koch. Ja. Bruder, und er heißt Noah Bachhoff. Eben, Bro, Mann. Einfach Bachhof und er ist Koch. Ja, ja, wild. Wir sind alle schockiert. Ja. Auf jeden Fall. Sogar der Woody ist okay, schau ihn an, Bro. Er ist schon geschrieben gestanden, Bro. Bruder, voilà, ich schwör. Ja. Auf jeden Fall, geiles Bild. Auf jeden Fall, der Noah erzählt irgendetwas, Bruder, und er ist wirklich so voll so drin, weißt du, in dem, was Ja. er erzählt. Und der Zero, Bro, das liebe ich am Zero. Zero schaut ihn an, er macht so. Eigentlich, du solltest etwas rausbringen. Und dann sagt er noch, ja was? Dann sagt der Zero,
Ein Backofen. Ja, überleg, Bro. Der Backofen vom Backofen, Bro. Backofen selbst, Das Bro. würde schon Sinn machen. Was für ein geiler Typ. Hey, ja, Bro, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir eigentlich mal zum Ursprungsgespräch zurück. Es ist ein sehr chaotisches Gespräch. Ja, Mann. Gespräch. Break it down. Ach, machst du dich lustig über Leute, die Sachen falsch sprechen? Ja? Ja, nicht. Krass. Das ist wegen Sprachfehler, nicht wegen... Du hast schon Mühe, um das aussprechen. Das ist einfach ein Sprachfehler gehabt. Ja, was du machst, ist auch... Es ist kein Sprachfehler. Nein, du kritisierst das bei Beyblade, Bro. Warte, Bruder. Warte. Du kritisierst das bei anderen, was dich an dir selber Bruder, du kannst mit dem Salat nicht diskutieren. Glaub du mir. Bro, wenn er so Sachen sagt wie so Jello, dann ist so, wegen, er hat etwas gesagt. Ich sage nicht zum Beispiel Jello, ich sage, laut euch sage ich ja das Wort falsch. Nein, du sagst es auf deine eigene Art. Nein, das spricht Nein, effektiv nein. falsch. Oh, look, er hat jetzt die Eier sind die sogar mit dir. Cancel, Josh. Hören wir auf, jeder Mensch versucht gleich machen und jeder muss irgendwie an einer Ordnung gerecht werden. Jeder ist unique, Bruder. Bruder, Verstehst man hat mir gar nicht Lust zu. Es geht nicht darum, wie man es ausspricht, sondern es hat eine Art, wie man Sachen ausspricht. Wer sagt das? Die deutsche Sprache oder die Person, wo der Cello geboren hat. Ja, aber vielleicht muss man es nicht dem gerecht werden. Okay. Also ich habe noch nie den Jello sagen hören. Es ist immer Jello. Nein, das hat wirklich noch nie jemand gesagt. Ja. Das hat noch nie jemand gesagt. das sagt Ich bin Boy für Jam, dich, stimmt Bruder, jetzt. ich stehe hinter dir, aber das hat Du noch nie bist jemand ein- gesagt. Nein, Bro, Das pack ist jetzt keine okay. Interviews aus, Bro. Der hat noch nie J-Lo gesagt. Geh mal zu J-Lo und Wer sag ist ihm... er? Ist er Jennifer Lopez, Mann? Jennifer Aniston. I'm still Jello from the block. Nein, Ah, Bro. es ist Jello from the Es ist block. okay, Bro. Okay. Das Ich Serhat, suche jetzt, das ich ist- suche jetzt. Das ist ein linguistisches Manko vom Serhat. Genau. Sonst kann er viele Sachen perfekt, Jeder hat aber, seine aber Ecken jeder hat und seine Kanten. Ecken und Kanten, Bruder. Ja, ja, Bro, fix. Nein, Und du hast einfach ein Problem, gewisse Wörter richtig aussprechen. Und das finde ich sehr sympathisch. Er will das nicht akzeptieren, Bro. Bro, ich akzeptiere schon, aber ich frage mich einfach so... Ich bin 30, Bro, fast und ich höre zum ersten Mal, dass ich Jello und Abdi falsch ausspreche. Jetzt frage ich mich eben, sind die mich am Rippen? Nein, Bro, wallah, nein. Ich hatte gewisse Wörter, wenn du willst, ich sage nochmal gewisse Wörter, die du falsch aussprichst. Mhm. Also Gordon Bleu ist der Classic. Gordon Bleu. Ja. Ist wirklich Gordon der Ramsay. Dann eben Okay, dann sag Gordon Bleu und mich spricht aus. Cordon Bleu. Gordon Bleu. Gordon Bleu. Der blaue Faden. Ja, Gordon Bleu. Ja, jetzt hat er es nicht schlecht ausgesprochen. Gordon Bleu. Ja. Du? Cordon Bleu. Ah, okay, das Ding ist Gordon Bleu. Ich dachte, Cordon Bleu. Okay. Gordon Ja. Bleu. Ja. Gut, ja. Ja. Und dann hast du zum Beispiel noch gewisse Namen, die du falsch aussprichst, wie zum Beispiel Melosch. Ja, aber das ist geschrieben übrigens. Ah ja? Dich nicht pitch. Geil, das ist echt groß. Geht raus. Ja, aber das habe ich einfach seinen Namen falsch ausgesprochen. Ja, Nachher- wie, ja, ja, wie nachher- im Cello. Ja, nachher habe ich Melos. Ja, aber das war ein ganz krasser Fehler gewesen. Das ist ja Melos und Melos. Cello und Jello. Ich finde Melos und Melos viel größer Kreisunterschied. Also zu, Ja, spielt doch auch keine Rolle. Aber Okay. das ist einfach geil. ja, den Namen von die nächsten habe ich auch lange Mühe gehabt. Ja. Aber das ist auch, den habe ich zum ersten Mal dort gehört. ja. Der ist so cool. Wir sind Ja, nicht das für ist das. sehr lang gegangen, ja. Der ist sehr lang gegangen. Länger als Beziehung eigentlich. Mhm. Bro, Ja, egal. Scheiß drauf. Bro, auf jeden Fall, das liebe ich an dir. Ja, Und in fix. letzter Zeit, das fällt mir einfach immer mehr auf. Mhm. So. Okay, ja. Aber ist auch okay, Bro. Ist Ist nicht voll okay, Bro. aber kommen wir eigentlich zum Hauptthema zurück. Mhm. Wie hat er vorher gesagt? Itzma. It's mal. It's go. Eben, du hast mit 17 den Film rausgebracht. Mhm. Also jetzt ist der Film rausgekommen und nachher bist du voll im Höch gewesen. Genau, ich bin im Höch gsi. Ich han Bro, ich han mein Plakat ist überall in Zürich rumgegangen, Bro. So, ich han mehr Mit denn dem je Gesicht und so? Aufmerksamkeit, hä? Mit dem Gesicht und so. Ja, ich bin ja auf dem Filmcover drauf, Bro. Wie heißt der Film? Al-Shafak. Als Schafak. Und Bro, mein Gesicht war überall gsi, in der Stadt. Und Bro, ich habe zum ersten Mal so ein bisschen geschnuppert, glaube ich, was leichter Erfolg heisst. Mhm. Und Bro, du hast halt gerade gemerkt, dass die Leute um sich herum, und das, jetzt werden vielleicht ein paar Leute denken, boah, das ist ja voll im Film, aber es ist ja so gewesen, Mhm. Leute um mich herum sich verändert haben, Bro. Und mich in einem anderen Ding. Bruder, ich bin 16, 17 gewesen, Leute Ja. mir am sagen, du hast dich verändert in dem Film. Ja, du hast Check, so, Bro, so. Ja. Und aber auch natürlich
viele sind gekommen, Bro. Vor allem, Bro, wenn wir ehrlich sind, auch was Frauen angeht, Bro. Hey, du Ficker, Mann. Nein. Gut gefunden, Nicht so, Mann. Bruder, nicht Warte, so, warte, aber in dem warte. Sinn rein jetzt was Interesse und auf dich zukommen und Frauen, mit denen du in der Sorry. Frauen, mit denen du in der Vergangenheit vielleicht mal zu tun gehabt hast, wieder gemulden und Ja, alles ja. und ja, Bro, du bist im Höch gewesen, Bro. Ich habe angefangen, checkst die normalen Sachen, du Schulschwänze so, gehst in die Schule, Bro. Ich bin in die Schule nur noch gegangen zum Showen, weißt du? Ja, ja. Das war schlimm im Film, Bruder. Ich bin im Film. Aber ist auch okay, Bro. Ja. Bist du mir ehrlich, du bist 17, du spielst Ja, Hauptrolle. aber in einem guten Maß. Andere, In einem Bro, guten andere Maß. Leute, die sind im Film gewesen und... Ja, aber ich bin jetzt nicht irgendwie arrogant oder so geworden. Mhm. Jeder, der weiss, der mich kennt oder zu der damaligen Zeit mit mir war, aber ich bin jetzt nicht arrogant oder so geworden. Es war einfach eine riesen Chance für mich gewesen und es hat mir mega etwas geöffnet. Und seitdem hat es einfach angefangen, dass ich künstlerisch einfach noch mehr den Weg verfolgt habe. Gerappt habe ich ja schon Stark, Bro. vorher. Vor allem Schafak zu kurz und bündig, Bro. Zeig's, Bruder. Zeig's, Bruder. Keine Ahnung, die Tür haben sie Ja, Bro, öffnen geöffnet. ihr seid Top-Tier da in der Schweiz, Bruder. Das Küsst dein Herz. Chris Herz, Spaß, 100%. Bruder. Chris Herz. Aber ja, Bro, es war auf jeden Fall eine mega nice Zeit, gewesen, schöne Erfahrung gewesen und nicht die letzte gewesen, was jetzt Schauspiel angeht. Und ja, man, ich bin richtig gespannt, was noch in der Zukunft kommt. Ja, Mann. Wie lange geht der Film? Am Stück. 1,5. Bro, das Ding ist, was bei dem Film das Ding ist, wieso auch zum Beispiel ein Kida oder andere Leute den Film schon so im Vorhinein so stark gefunden haben, ist es vor allem ein Drehbuch gewesen. Mhm. Und Bro, ich weiss noch, wo der Kida zum Beispiel auf Zürich kam, ist im 25 Hours gewesen, und nachher hat irgendwie 20 Minuten rausbekommen, dass er in der Schweiz ist und hat mit ihm per Telefonat das Interview geführt. Und Bro, er hat das mit uns schon damals während dem Essen und so nach der Dress droppt, er gesagt, er so, Jungs, wir gehen mit dem Film Oscars, ausländische Ding. Mhm. Er so, Bro, Bruder, ich 16 dort. Mhm. Ja, Oscars. Checkst? Ja, ja. Weil das Drehbuch ist so stark war und darum hat er sich ja auch entschieden, hey, ich gehe jetzt in die Schweiz und mache eine Schweizer Filmproduktion mit. Ist Gern, aber weil eine es ist Co-Produktion, oder? Zwischen Deutschland und... Nein, es ist Nur nur Schweiz. Schweiz. Krass, Nur Schweiz. ja. Es sind noch weitere Schauspieler von Deutschland, die Mhm. auch gut umgekommen sind, gespielt. Aber wegen dem hat er sich entschieden. Und es hat, glaube ich, dann so, aus meiner Sicht natürlich, glaube ich, so ein bisschen so, was das Drehbuch war und dann, wie es umgesetzt worden ist in Film. Vielleicht eine gewisse Essenz verloren. Nachher, als er rausgekommen ist auch gerade zu dieser Zeit sind mega so viel mit dieser Thematik rausgekommen. Mhm. Ja. Ja, weil, als ihr gedreht habt, ist das noch nicht so das Thema gewesen mit dem Nein, IS noch und nicht so. Und nachher, was rausgekommen ist, wirklich, glaube so, sind wirklich 1-2 weitere Filme aufgepoppt in Europa, die auch die Thematik thematisiert haben. Netflix auch, mit einer Serie und so. Ach schon? Es gibt auch eine Serie auf Netflix, ja. Wo es, glaube ich, sogar um eine Kurdin geht. Okay, Ich bin nicht krass. sicher, ja. Krass. Ja, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, der IS ist ein Hurensohn-Verein. Ich hasse ihn so fest. Ja, Bro, und vor allem, das Ding ist, wir haben das ja auch in Vinti gespielt, Bro. Also in Vinti, in so einer, In der Nur-Moschee in so gerade am einem besten. ganz grossen Haus. Nein. Nein. Bro, wegen Authentizität. Aber nein, ey. Aber das, die Essen hat ja vorher Recherchen gemacht über den Film und über Leute, denen das passiert ist und die wieder zurückgekommen sind. Ja, und dann Vinti habe ich gibt's mit jemandem geredet mit einem Sohn von einer Familie, wo sie nicht rauslassen, Bro. Ja, Weil ja. sie wissen, er wird entweder zum Märtyrer, geht zurück oder was auch immer. Wie du siehst, man, Vinti ist rum, Bro. Mhm. Ja, Bro, man, leider. Also das ist schon voll nicht, das ist Ja, eigentlich ja, ganz gut. nein, Nein, Bro, das ist, also Vinti ist bekannt für Josh Negroni. für Josh Negroni, für linke Leute, die einfach eine Tellerfrisur haben, Mhm. Ja, für Thai-Boxer-Stadt und für Terrorismus. Yes, Ja, Blutstelle, leider. ja, Mann. Das ist so. Hey, ja, krass. Und nachher hast du... Ich habe dich kennengelernt, da bist du 19 gewesen. Voll. Genau. Ey, meinst du, wäre er gut zurechtgekommen, wenn ihn mit 16 kennengelernt hättest und er hätte so einen höheren Flug gemacht? Nein, Bro, was ich sagen muss, ich habe einfach einen Höhenflug in meiner Ding und so, aber ich bin... Bro, Bro, ich bin immer anständig. Bruder, der geblieben, Isma Bro. ist wirklich down to earth. Also Ja. im Vergleich Ja. zu mir ist er wirklich down to earth. Das ist nicht so schwierig, Bro. Aber Ja, das muss man... Also, Ja, ich habe sagen. einfach ein bisschen genossen, Bruder. aber so mehr heute die Leute, Mann. Bro, ich kann nicht mal checken, was es jetzt geht. Bro. Der Frühling auch kommt, aber so mehr die Leute, Bro. Heute hast du einen Höhenflug, Bruder. Ja, schlimm, Bro. Heute Geil. ist schlimm, Bro. Wer strahlt etwas aus heute? Ja, ja, wirklich Bro, ich schön, sehe Bro. Du bist heute meine Abend, Sonne, Bro. heute Abend, ist nachher gerade heute Abend schauen wir bei mir UFC 299. Ja. Fight 5 Night. Morgen, oder was? Ja, irgend so, meine Cousins kommen vorbei, der Haus und so weiter. Ist nachher Shoutout gerade. an Hüs, Mann.
Dale und so die ganze Crew kommt, die da Schwarzarbeit geleistet hat. Also einfach die Arbeitslosenabteilung von Winterthur. Genau, ja, die gehen von ihrem Räumchen, kommen jetzt einfach das ausleben bei mir daheim und wir haben den ganz geil Abend. Und ich freue mich immer meine Cousins gesehen, ist immer 10 von 10. Bombe. Ja, Mann. Ja, Mann. Was soll ich noch kurz fragen? Noch kurz wegen dem Film. Wie lange sind die Dreharbeiten gegangen? Wie viele Drehtage ich hatte? Oder wie lange? Aha, du hast nicht andere. Okay, sag mal, wie viel hast du gehabt? Ich habe 21 Drehtage gehabt. Was viel ist, Bro. Ja. Was Schon heavy, schon heavy. Ja, Viel. 21 Drehtage. Und der Film generell, wie lange hat der? generell, Bro, ich glaube so, sie haben zuerst in der Türkei gedreht. In der Türkei habe ich aber nur einen Drehtag gehabt, Bro. Du musst dir vorstellen, mein allererster Drehtag Du bist in die Türkei habe ich alleine geflogen müssen spielen. Hä? Du bist in die Türkei geflogen zum... Ja, Bro, sie haben Ein mich Toten eingeflogen, spielen. wir sind dort angekommen, jetzt sogar in der so. Türkei. Ich schwöre, Bro. Aber das klingt logistisch sehr dumm, muss ich sagen. Man Nein, hätte die Szene doch sicher auch Auch in da der können Schweiz wir filmen. draußen. Bro, das ist wegen organisatorisch und vor allem in der Türkei sind sie voll undercover unterwegs gewesen. Wenn jemand uns gefragt hat, Ja, wäre haben wir einen gewesen. anderen Namen müssen sagen Ja. und müssen sagen, dass es über etwas anderes geht. Ja. Bro, wenn ich so wir haben in einem Hospital gedreht in der Türkei, ich weiß noch, irgendwo in Antalya, aber ein bisschen weiter weg. Und Bro, ich hatte die Verwundungen gehabt und alles und Bro, ich hatte den Bart gehabt, weißt du, so voll den Ja. Salafistenbart haben sie mir angeklebt. Also so pünktlich, weißt du. So. Ja. Und wenn ich so rumgelaufen bin und weißt du, so während der Pause so gehängt habe und so einen Tee getrunken habe oder so, hat mir gesagt, verdeck dich alles und so, weißt du, ich darf nicht checken, für was wir da überhaupt drehen, weil es kann vielleicht in den falschen Hals aufgenommen werden, weißt du. Ja, ja. recht Ja, sie sind ja in Kritik. Weißt du, der türkische Staat ist ja immer die ganze in Kritik, dass sie proaktiv auch IS unterstützt Ach hat. schon, Oder, okay. ja, Bro, es ist ja auch, also, Ist ja sehr naheliegend. Bro, Ja, die das meisten IS-Terroristen sind über die Grenze Türkei-Syrien, in Syrien. Voll, das macht Sinn, Und ja. türkische Grenze hat gehen, weißt du? Ja, genau. Und ja, Bro, das war eine riesige Szene, gewesen, Mann. Aber ja, dann sind wir gegangen und dann haben wir dort wirklich gehängt, Bro. Und es ist gerade gegenüber ist so ein Kaffee gewesen, und wir haben dort eine Shisha geraucht, Bro. Wir haben uns bestellt und wir haben bis in den Abend, du weißt welche Gespräche, man, Moabed, da mit Checkierdeck und so, die geilsten So Gespräche geil. gehabt. Sind durch die Stadt gelaufen, haben über Glauben, über Gott und über die Welt. Wie viel hast du bekommen für deinen Tag? Für Also, einen Tag. hat sich rendiert für dich? Also, Ja, Flug ist gezahlt Bro. worden, oder? Bruder, du musst dir vorstellen, ich bin 16, ich habe noch gar keine Erfahrung. Ich habe noch nie gearbeitet in meinem Leben, Bro. Außer vielleicht irgendwo So Ferienjobmäßig oder so, ja. Bruder. Und ja, eben Ferienjobmäßig. Und sie haben mir einen guten Batzen gegeben, Bro. Also, Flug ist gezahlt gewesen, oder? Flug, oder? Ja, alles, ja. Bro, Ah, geil. Mann. Ich habe Fair. keinen Rappen dort In liegen der, lassen, Bro. So der geil. Schweiz gibt es wie so einen Verband von Filmschaffenden. Der heißt, glaube ich, SFV, das ist Schweizer Filmschaffenderverband. Und das ist ganz klar geregelt. Aha, was man bekommt Wie und was viel man selber zahlt Ein und so. Minimumbetrag ist für einen Tag, wie viel maximal. Und das ist je nach Alter Okay. oder nach also Lohnklasse eigentlich. Ja, fix, Oder fix. nach Job, oder? Okay. Und ich glaube, Schauspielende unter, also wer das interessiert, der kann auch einfach im Internet schnell nachschauen und der weiß, wie viel der Isma verdient hat. Mhm. Ich will das schon droppen, Bruder, aber weißt du, checkst. Aber eben, es ist, also weißt du, Bro, kannst du ausrechnen. Also Baba, kannst du Bruder, schauen, das ist auf jeden Fall Ja, Baba fix. gewesen. Ja, Baba. Ja, aber ich bin Bro, also ich sag dir was ganz ehrlich, gemacht habe mit dieser Gage, Bro, das Bro, ist aber ehrenlos, Mann. grundsätzlich auch so, weißt du, bist in Türkei am Dreieck, Türkei ist weißt du, mit 10 Franken, also gut, auch damals. Aber wir sind Hammam gemacht und alles, Bro. Aber das haben wir müssen selber zahlen, muss ich Ja, sagen. wenigstens. Ja. was hast du wieder erzählen? Was hast du mit Bro, der was Gage ich mit der gemacht? Gage gemacht habe, im Nachhinein, du Ab das im habe ich Badels. natürlich gelernt und so. Aber Bro, es ist eigentlich, ich bin, wenn ich zurückschaue, ein bisschen peinlich, Bro, weil ich bin Puff. Milano gegangen Aha. Ich kann, und habe voll auf den Tisch gehauen, Bruder. ja, von ich Mit jetzt halt so 17 schlimm. oder so, Bruder. Was muss ich sagen, ich habe mir Valentino-Schuhe geholt. Ich glaube so 6 Ja, morgen, was war dein Gast gewesen? Morgen für einen toten Spieler, man. Valentino Ja, Schuhe, aber man. 21 Tage. Aha, 21. Ah, ich denke jetzt nur für die paar 1-2 Tage in Türkei. nein. Ach so, okay. Und nachher bin ich okay. gegangen, ich habe mir Valentino-Schuhe geholt. Was man sagen muss, bis heute ich kann die tragen. Und Bro, ich bin jetzt 21 und ich bin 17 gewesen, wo ich es dann ausgeben Okay, konnte. nicht. Also innerhalb von 4 Jahren, wenn ich immer etwas, wo ich irgendwo angehe, wo es gehobener ist, kann ich die immer noch anlegen. Aber Bro, ich habe für nichts ausgegeben. Für meine Jungs, Essen zahlt, alles. Wenn ich zurückdenke, ich hätte vielleicht 2-3 Bro. Mil meinen Eltern sollen geben, Bro. Bro, wenn du Leute Habe ich nicht gemacht, Bro. zum Beispiel, wenn du jetzt Pelin fragen würdest, die nach Sri Lanka kommt, oder andere weiße Leute, die nach 1-2 Monaten irgendeinen Urlaub kommen, so nach Australien, Indien, die sagen dir, Bruder, Geld ist viel wichtiger zum Moment und Emotionen. Stimmt auch. Nein, ich bereue das auch nicht so. Ich glaube, meine Eltern haben das ja auch nicht von mir wollen. Sie haben wollen, Ja. ey, okay, gib das gerne aus, mach nicht alles auf einen Schlag. Aber wenn ich so, eben, heute würde ich anders reagieren. Und durch das Safe. habe ich können Krass, lernen. aber ich finde es auch schön, dass du das kannst sagen. Ja, voll, Mann. Sorry, Ja, jetzt, ich habe wieder einen Sprachfehler gemacht. Ja, also. Darum lache ich. Nein, Nein, ich finde Mann. krass, dass das auch
kannst einsehen, weißt und Ja, kannst sagen, Mann, so, ich hätte vielleicht ein bisschen Cash meinen Eltern gegeben oder ich hätte dies und das. Aber look, easy. Ich meine, es ist jetzt, also wir reden jetzt auch nicht von einem Wir sind 16-Jährigen 17, Bro, Betrag. weißt du, ja. Also, Nein, weißt nein, so. chillig, Bruder. Eben. Nein, Bro. Also es ist jetzt, ja wirklich so... Es ist ein stabiler Bankerlohn. Bro, weißt du, ich hätte auch, wie soll ich das sagen, so, ist bei jedem so gewesen, mehr oder weniger, wenn so den ersten Lohn ein bisschen leer oder voll, oder schon den ersten, oder schon den ersten vollen Lohn, blöd gesagt, weißt du, Ja, auch in der Lehre eigentlich so das erste Mal, auch wenn so ein paar 100 Schutz sind, du denkst einfach, wow, krass, weißt du, ja, was soll ich mir kaufen? Du denkst auch nicht so, du hast auch keine Verpflichtungen, niemand sagt dir, okay, dann verdienst du jetzt da, Krankenkasse da, Miete da, so, Ja, das sagst du genau. nicht, du wohnst schon daheim. Deswegen denkst du, du kannst jetzt mit dem, du bist mächtig mit dem Geld. Voll. Das hab ist ich voll auch normal, gedacht, Bro. Mann. Das ist ja immer der Klassiker, wenn Leute Lehre fertig machen und irgendwie schon einen Job haben, nach der Lehre, Leute sagen so, boah, was kannst du mit dem ersten Lohn und so, weil Ja. es ist nicht mehr 1000 Schutz, sondern 4, 5, 6000, wo du jetzt nächsten Monat hast. Genau. Voll easy, Bro. Du bist 17, ich hätte auch nicht anders gemacht wahrscheinlich. Ja. Und Genieß eben, wie es. schon gesagt, es ist jetzt nicht übertrieben Ja, viel ja. gewesen, Bro. Ja. Ja, Und es kommt auch ein bisschen von unserer Schweiz. Kultur, Bro. Weißt du, ich meine, wenn wir jetzt so eine Kultur aufgewachsen wären, wo ein bisschen genug Cash rum gewesen wäre und ein bisschen genug nicht auch, weißt du, so auch sonst mal können Milano dir gönnen. Genau, hättest das auch habe ich sonst ja nie mal- können, Bro. Aber ja. du so, oh, ich will unbedingt mit den Jungs fett feiern, wir machen Fleisch auf, weißt du, so das, Ja. weil das halt, du kennst es nicht, dir Genau. fehlt das. Was Voll, auch Mann. real ist. Ja, 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 fix, real ist. authentisch. Voll, Bro. Mann. Nein, das finde ich ein guter Punkt, Zero. Hey Bro, und ich weiss, ich habe dich kennengelernt. Und ich habe dir damals, wo du 19 warst, du bist jetzt 23? 21. 21, ich vergesse es immer, du bist wirklich jung. Vor 2 Also, 2 Jahren ist es fast genau. so Vor 2,5 genau Jahre. Vor Ja, 4, ja, 5 Jahren hast du in dem Fall das mit dem Film gehabt, krass. Ja, vor 4 Jahren ist er rausgekommen. Und ja. vor 2 Jahren bin ich zu dir gekommen, Mhm. mit meiner Filmidee. Ja. Mit der da. Genau. Und Wie sieht die eigentlich aus? 25 Wird die hours. gedreht das Jahr? Oder nächstes Jahr? hey, entweder drehe ich im September Okay. oder nächstes Jahr im April. Okay. Ja, fix. Aber Ja. es ist auf Hochtour am Planen, ich habe eine Produzentin an Bord. Kann man schon droppen, aber ein Hauptdarsteller wird sie, oder? Der Ismo spielt der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller? Der Hauptdarsteller. Hey, Mann. Hey, Ich Mann. bin übertrieben drauf. Ich freue mich auch darauf. Sehr Bro. Nein. Bro, es ist wirklich, also ich schreibe seit über 2 Jahren an dem Drehbuch. Ja, Und Mann. ich sehe ja, ich habe ja den Prozess teilweise Du hast auch ja miterver- den ersten- miterfolgt. Der erste Draft vom Drehbuch gesehen. Genau. Du hast gesehen, was jetzt ist. Genau. Das Das ist unfassbar, Mann. ich küsse sein Herz. Ja, Mann, wirklich ist sehr wirklich- stark. Und ich bin richtig Bock, mein ganzes Herz auch dort reingeben. Bro, ich bin nicht mehr 16, weißt du. Ich habe auch mehr Erfahrungen können sammeln. Und ich will mich auf jeden Fall alles geben, oder Mann. Ich freue mich Geben sehr wir auf an, das geben wir Projekt. Vollgas, ja. Ja. Ich kann wirklich, also ich bin seit 2,5 Jahren am Schreiben, ich bin dort schon mit der Idee zu dir gekommen. Ja. Und Bruder, auch jetzt dich miterleben, weißt du, so gesehen, wie du dich entwickelt hast die letzten 2 Jahre, Bro. Mann, das ist ein Trick, Äh, Mann, ja. Die letzten 2-3 Jahre auch gesehen, weißt du, wie die Rolle, die ich für dich geschrieben habe, wie die sich wie so mitentwickelt mit dir. Ja. Das ist ein Luxus, Bro, weißt du, es ist wirklich ein Luxus. Danke, Bro. Dass man Mann. für ein, nein, ich brauche danke dir, aber ich meine, dass man für ein kurzes, kleines Projekt, wo ja irgendwo durch zwischen 20 Minuten, also 15, 20 Minuten wird sein, dass man so viel Zeit kann in die Entwicklung vom Stoff investieren, das ist ein, Ja. das ist ein Luxus, Bro, weißt du. Fix. Und ich glaube, das spürt man auch und das wird man, glaube ich, auch im fertigen Film sehen. Und genau, er spielt die Hauptrolle und dann wird es noch eine zweite Rolle geben, die ist, wird von der Elsa Langnese besetzt. Das ist auch eine junge Schauspielerin, Ja. also sie ist 25. Müssen sie sich küssen? Bis jetzt nicht, aber Bro, ich kann noch schreiben, weißt Okay. du. Nein, sie ist Ja. 25. Sie ist 25 und hat in der Serie Ich bin Nummer- Nummer 47. Ich glaube, es hat nur Nummer Nummer 47, ja. Ja. Sorry. Geheißen, ist eine SRF-Produktion. Sie hat die erste Staffel als Hauptrolle gespielt, Ja. gell? Ja, voll. Die haben ja immer pro Staffel haben sie die Hauptrollen geswitcht. Hey, ich kann sie, Bro, es ist wirklich Ja. auch eine schlechte Produktion, Ja, ja, muss ich sagen. Also ich kann auch mit Ich hatte gedacht, das sagen wir jetzt nicht. Nein, es ist Ja, wirklich okay. eine Produktion. Ja, ja. Also ich kann, ich meine, Du Elsa... hast mir ja die Story erzählt mit Ja, ja. Netflix, Bruder. Aber das ist So, eine Story, die nicht vor der Kamera Okay. aber ich meine, Ja. wiederum, sie macht es gut, weißt du? So, Ja, ja. Es geht echt darum... Das, was ich noch im Kopf habe, finde ich stark. Genau, es geht darum, die Umsetzung, auch da wieder Ja. Umsetzung und so. Und das ist einfach Müll. So. Und Ja. das ist eine von diesen Serien, wo eine Nacktszene hat, damit es eine Nacktszene hat. Weißt du, was Ja. ich meine? So. Fängt die Serie nicht auch so an, Genau, dass... Bro. Ja. Eben, und es ist sehr peinlich, finde ich. Weißt du, was ich meine? So, es ist wirklich sehr peinlich. Aber auf jeden Fall, genau. Darum, nein, es wird wahrscheinlich keine Kussszene geben, weil ich glaube, man kann Intimität auch ganz auf andere Ja, Art und Weise zeigen. 100%. Es wird auch die... Nein. Voll, und Bro, ich freue mich wirklich sehr fest drauf. Und du hast es ja letztes Jahr auch durchgelesen, nochmal die neueste Version. Mann. Ich finde, es ist ein... Also ohne, dass man zu viel verratet, es ist ja eigentlich eher eine traurigere Story, aber ich finde...
du hast dich dort in dieser Story wiedergegeben und so wie du auch bist, hat es auch einen gewissen einen lustigen Touch auch. Weißt du, so Tragikkomödie. Okay, Schauspieler können ja auch mal auf den Knopf brüllen. Kannst du das? Also richtig Tränen vergießen. Ja. Hey Bro, habe ich bis jetzt so noch nicht gemacht. Nein. Aber hast du schon mal ich müssen tu's so? mir Nicht, hä? Hast du schon mal, hat jemand gesagt, also fang jetzt an Ja, zu ich habe brüllen? im Anfang müssen brüllen, ja. Und dann hat es einen Moment. Nein, ich habe dort, sie haben mir dort so ein paar Tränen Aha, reingetan. okay. Aber ich kann schon so müssen tun, als würde ich brüllen, ja. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich tue es nicht ausdingsen. Also, wenn Okay. ich das machen muss, dann schaffe ich Was es. denkst du, was musst du denken, damit du Tränen kommst? Bruder, willst du jetzt das so sagen? Bro, sag. Bro. Sag, was musst du denken, an dass du kein Land hast? Oder... Oder nein, frag mal anders. Kennst du, oder weißt du, es gibt ja so verschiedene Schauspiel-Techniken. Genau, Oder es gibt ja gewisse Mentorinnen, Genau. die so auf ihre Technik Ja. schwören. Kann ich mir reden auch zum Beispiel von der Albert Eisen-Technik oder so. Das ist- Ja, zum Beispiel. Aber ich bin zum Beispiel jetzt mit der Chubik-Technik, ich glaube, man sagt Chubik. Mhm. Technik, mit der befasse ich mich jetzt momentan sehr. Und ich habe dir ja auch, glaube ich, mal ein Bild geschickt. Ich bin jetzt zum Beispiel der hier Mhm. auch so am Angehen. Ja, es ist eigentlich eine Technik, wo ich glaube, das beste Schauspiel, das du von dir geben kannst, ist dann, wenn es am natürlichsten überkommt. Und wie schafft man es, dass es am natürlichsten überkommt? Ich glaube, indem du dich selber, wie du als Persona bist, mit der Rolle zusammen in eine Situation begibst, wie in deinem Leben. Und in dieser Technik, was ich bis jetzt entnommen habe, ist wie, dass du zum Beispiel... Bro, es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einem Kriegsfilm. Ich weiß aber nicht mehr, ich weiß nicht, ob es der Matthew McConaughey ist oder jemand anderes. Es wird wie ein Fallbeispiel geben. Und er hat einen Kriegsfilm müssen spielen und der Bruder war noch nie im Krieg gewesen. So. Mhm. Wie bringt er also jetzt auf die Kamera, dass er wirklich im Krieg ist? Und weißt du, was hat er gemacht? Und sie ist eine, sie hat mit allen krassen Leuten eigentlich zusammengespielt. Ich glaube, nicht zusammengespielt, sondern die sind zu ihr Zusammengeschafft, gekommen und haben ja. sie gesucht. Mhm. So, sie hat noch nie, glaube ich, eine Website oder so gehabt, aber die Leute haben sie einfach gefunden. So. Ja. Und dort wird eben das Beispiel beschrieben von dem Typ. Er war noch nie im Krieg gewesen. Also wie hat er es gemacht? Er hat zu dieser Zeit gerade heiraten. Und dann Hochzeit planen. Ist ja fast ein Krieg so in dem Sinn. Ja. Und sie haben das von dem verglichen, Krass. dass so dort rein da, dass er alles, was er spielt, eben dann gibt es ein Gesamtziel, ein Szenenziel, es gibt mehrere Punkte, weißt, mehrere Stufen und Schritte, wie du dich begibst in diese Technik. Und sie haben das einfach mit Hochzeit, also eigentlich hat er währenddessen die ganze Zeit so seine Hochzeit vor Augen gehabt, dass alles stressig ist und Bro, der hat Preise gewonnen, ohne Ja. Ende. Und das ist es eigentlich so ein bisschen ihre, jetzt ganz oberflächlich Ja. gesagt, Bro. So. Ja, es Ja. gibt eben wirklich verschiedene Techniken. Mega viele, und ja. eine übrigens ist auch zum Thema Brüllen so. Du kannst mit deiner Zunge deinen Gaumen Ja. kützeln. Ach schon? Mhm. So einfach kützeln und dann und gleichzeitig zum Beispiel an gewisse Situationen denken, wo du schon abgeschlossen hast, aber wo dich sehr traurig gestimmt Und haben. wieder Und hervorholen, das ja. ist auch so eine Möglichkeit, wie du kannst Tränen fürbringen. Krass, habe ich noch Also, nie gehört, ist Bro. so eine. Aber es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die zum Beispiel auch sehr ins Mentale hineingehen und so weiter Ja. und so fort. Voll. Aber theoretisch würde man dich ja, trotzdem, dass du in einer Produktion gespielt hast, würde man dich ja als Laien-Schauspieler bezeichnen. Fix, Weil du hast keine Ausbildung. fix. So. Von der Strada. Man, Straße ist Ausbildung. Ja. Du Kennen hast, die auf Facebook, die so schlau waren und geschrieben haben, Beruf Straßenapotheker? Ja. Hat es wirklich gegeben? Bro, weißt du, wie viele haben, wegen zu krass, ich lasse Drogen raus. Bruder, sag doch gar nicht die Adresse, wo du wohnst. Ja, Mann, ich schwöre. Aber du sagst es, das ist ein Punkt. Ich habe nicht die Ausbildung. Mhm. Und das ist für mich auch das Ding, ich habe mich jetzt in den letzten 1,5 Jahren mehr den Fokus auf die Musik gesetzt. Genau. Aber das ist für mich auch durch der und mit der und vorher und nachher, will ich mich auch mehr eben jetzt ins Technische mehr begeben. So. Mhm. Und ich glaube, dort hat es noch ganz viel Luft gegenüber. Mega, und ich bin auch mega Bock. So. Aber man sieht auch, also ich meine, wir haben zusammen Persil gedreht, das Persil, Musikvideo. ja. Hast du es mal gesehen, Sarah? Und dort merkt man, glaube ich, auch, wie du einfach wirklich geboren bist vor der Kamera. Danke Bruder. dir, küsse sehr. Ja, Bro, du bist wirklich ein Performer. Und Danke ich meine, vielmals, das Ding Bro. ist, wieso, man muss jetzt gleich auch noch sagen, an dem Punkt, wo du jetzt bist, sind sehr viele Menschen schon gewesen. Ja. So. Also weißt du, so, dass du ein Talent hast und dass du Möglichkeiten hast, Ja. heisst nicht, dass du gross wirst. So. Ja, voll. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich so, weiss weil wenn es auch. das alles wäre, was es braucht,
ist es eben nicht. dann wären sehr viele Menschen sehr erfolgreich. Genau. Ja, fix. Du musst dranbleiben, G. Es geht Ja, ums Mann. Dranbleiben, Bruder. Es geht darum, So ist es. dass du dein Zeugs machst. Und ich meine, du hast gestern dein erste Live-Konzert. Richtig Live-Konzert, ja. Du bist Voract gewesen von Livio Mix. Livio. Shoutout an die Jungs, Mann. Shoutout LC1. Shoutout. Danke für die Möglichkeit. Auch abgesehen davon, was sie von Musik abgesehen so machen, die zwei Herren. Ja. Sehr, sehr korrekte Menschen. Sehr Mann. korrekt. Ja. Sehr, sehr korrekte Menschen. Ja. Genau, und du hast vor 700 Leuten Plus 700 plus, ja. gespielt. Stark, Mann. Bist du Äh, nervös gewesen? Hey, im Fall weniger als ich gedacht habe. Ja, und eben, ich habe es ja vorher noch gesagt, als ich auf die Bühne gekommen bin. Ich habe eben vorher schon 1-2 Live-Auftritte gehabt, aber so mal einen Gastauftritt, und das war noch nicht richtig gewesen. Und als ich auf die Bühne gekommen bin, ich schwöre, ich habe richtig gespürt, irgendetwas hat sich aktiviert, Bro. Ich habe gespürt, ich gehöre da hin. Und vor allem, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Nicht nervös, alles war weg gewesen. Ja, Mann. Und die Crowd war auch verdammt geil gewesen, Ich ja. glaube, aber ein riesen Vorteil ist natürlich auch, dass die meisten LC1-Hörerinnen Sehr offen sind. und sehr einen minderen IQ haben. So. Bro, das wieso macht- will ich jetzt am meisten, Mann? Das macht glaube ich Der Brüder, Mann. auch der geilste Typ, was es gibt. Ich Nein, liebe man, den. nur eine geile Community gewesen. Man, das war auch ein Grund gewesen für mich, wieso ich gesagt habe, ich bin auch mit ein Grund gewesen, wieso ich sehr dankbar bin, das zu machen, weil ich gewusst habe, sie haben sicher eine sehr offene Community und für mich, auch für die Erfahrung und alles, ist es wahrscheinlich immens wichtig gewesen, dass ich das gemacht habe. Und jetzt, was passiert ist, bin ich mega froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Mann. Ja, Mann. Hey Bro, ich denke einfach, also weißt du, ich glaube wirklich, was du mir damals erzählt hast, mit so 20, du hast ja 19 sogar, Ja. du hast sogar noch mit dem Obi dort viel zu tun gehabt, gell? Du hast ihm viel Ja, Beats er ist so geschickt der, und er ist so der einzige in der DJ Obi-Wan, also der Özgür, ist glaube ich so der erste gewesen, wo ich, was das Musikding angeht, zu tun hatte. So. Er ist ja auch alle Vidernekte. Mhm. Habe ich ihn, über unsere Eltern haben sich kennt und alles. Und ihm habe ich immer wieder Sachen geschickt und so. Ja. Ja, voll. Und du hast mir dort erzählt, hey, ja, Bro, weißt du, ich will jetzt rappen und so. Ja. Und ich bin, glaube ich, einer von den ersten Haters gewesen, Bro. So, gell? Ich habe einfach gesagt, Bro, mach das nicht. Ja, voll. Ich habe gedacht, Bro, wie kann der Junge... Du hast mir eigentlich nicht gesagt, Bruder. Du hast einfach so, ja, oh, geil. So hast du ja, gesagt. aber ich habe schon auch ein bisschen so gedacht, oder beziehungsweise... Ich habe es ein bisschen- rausgespürt, bisschen. Ja, Ja, dass es es ein ist nicht so bisschen reserviert gewesen, ist. ey, mach das nicht, du bist voll scheiße, sondern so, Bro, du hast da Schauspiel, du hast da eine Möglichkeit, du Genau. hast gar mehr in die Richtung. Ja, Ja, Mann. voll. Weil ich halt denke, Bro, du bist der einzige ernstzunehmende Kenneck, der in einer Schweizer Produktion geschauspielt hat. Ja. Ich habe gedacht, Bro, wieso willst du in den Pool gehen, wo schon 10'000 Leute hat, die vielleicht vom gleichen Ecke kommen wie du? Ja, Weißt du, so, wieso Mhm. verfolgst du nicht weiter das Schauspiel? genau, ja. Aber du hast mich eines Besseren belehrt, Bruder. Man kann es nicht Ja, anders Mann. sagen. Ja. Wirklich. Weil es gibt meiner Meinung nach wenig Schweizer Musikerinnen, die auf deinem Level sind. Also weißt du, einfach so Dankeschön, von der Bro. Musik, von der, also ich bin auch wirklich ein riesen Fan, Bro. Also, Danke, weißt, Bro, so, danke, Mann. Ich bin auch Ja, Bro, Mann. dankbar auch für euren Support, Mann. Und ich sage dir ehrlich, Bro, damals, wo ich dich dort auch das erste Mal getroffen habe, im 25 Hours, das ist allgemein in meinem Leben auch der Beginn von etwas gewesen. So, bist du checkst Bro. so Update, das ist ja, weißt du, hast ja, Ja, eben Mann. selber miterlebt. Dort ist alles gekommen Ja. und dann so. Und eben, Bro, ich bin dankbar, wie es läuft. Und ich gebe auf jeden Fall weiterhin Gas, Bruder. Ich setze mir keine Grenzen. Bro, ja, ohne gross reden, Mann. Wir machen einfach, ja. Und wenn du jetzt könntest, wie so morgen, ab morgen könntest du entscheiden und jemand sagt dir, schau, Ich habe gewusst, dass die Frage kommt, Bro. Du hast sie mir schon mal gestellt. Ja? aber mach noch mal. okay, stell dir vor, jemand kommt und sagt, schau, egal was du machst, es wird Erfolg haben. Ah, okay, nein. Du das kannst ist aber nur einen von diesen zwei Wegen. Ah ja, Schauspieler oder so, ja, Ding. Genau. Ja. Wo würdest du dich sehen? Sagen wir mal beides. Der Ja. Erfolg von beidem bleibt in der Dachregion. Was meinst du mit Deutschland, Österreich, Schweiz. der Okay. Nennt man das Dachregion? Ja. D für Deutschland. Schon hast du es gekannt? Ja, Bro. Ich A habe bei UPC geschafft, ich habe auch dort zum ersten Mal gehört. Ich so, Ja. Dach, Alter, Dach. wie, wegen A wie Austria und Schweiz CH. Ah, CH. Dach. okay, hure nice, Deutschland, ja. Austria, Dachregion. Nice. Konföderation, Also da Helvetia. im deutschsprachigen Raum. Mhm. Bleibt dein Erfolg, sagen wir mal, als Musiker oder als Schauspieler. Nummer? Ja. Okay. Bei beiden. Bro, ich kann das kannst du mir nicht erzählen. Ich kann Bro, das nicht auswählen, Bro. Ich würde Musiker Ich finde, es nehmen. ist auch hure. Das ist jetzt schon ein bisschen aus, man kann sagen, aus der Luft gegriffen, aber Kunst ist Kunst. Ich finde, es läuft teilweise auch ineinander rein, Ja. Bro. Und das finde ich, das machst du auch schön. Weißt du? Und das sieht man auch Ja. eben an der Art und Weise, wie wir zusammen. Also, wir haben Persil, ich glaube, vielleicht 12 Stunden gedreht. Ja.
Und es war auch ein sehr anstrengender Dreh gewesen, Bro, Ja, weil ja. es ist alles eine Location, sehr viel Wechsel, sehr Ja. viele Menschen. Ja. Und man muss auch die Energie haben, weißt du? Ja, so. ja. Am Schluss ist. Ja, Bro, aber du hast durchgezogen, weißt du? Ich Ja, kann ja, am Mann. Schluss wieso nicht mehr mögen, Ja. aber du hast durchgezogen, weißt du? Und das, Ja, Mann, riesen Drehtag gewesen. und das sieht man auch, Bro. Und ich meine, ich weiß nicht, was ist spannender für dich? Also weißt du, wo kannst du, wo Bro, ich siehst kann du? einfach jetzt. Ich muss zugeben, dass ich jetzt ich glaube, mit Musik habe ich einfach schon, seit ich denken kann, eine mega enge Verbindung, Bro. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und so Mhm. das Rappen, Schauspiel auch, eigentlich mega früh, aber ich glaube, die Musik ist ein Tick früher schon, dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Das ist es, was ich bin und machen will. Weißt du, was ich meine? Weil, Bro, ich habe früher in der Primar sogar einen Tick gehabt, haben mir die Leute gesagt. Krass. Bro, ein Kollege von mir, der Massimo, Ja. der wird jetzt fühlen, dass ich ihn da schaue. Bro, der hat mir gesagt, Bro, er so, hey, mal deine Fresse, Bro. Mhm. Er so, hast du einen Tick? Hör auf rappen, Bro. Du rappst nur die ganze Zeit, Bruder, checkst? Also, ich glaube, Musik ist ein Tick früher gekommen, dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Aber Schauspiel ist gerade nachher gekommen. Also, weißt ich rap sogar irgendwo in einem Song, Bro, Va Bene, mit dem AJ rap ich sogar. Wir sind auf dem Fernsehbett mäßig, schauen uns die Oscars an, mit 8, 9. Und no cap, ich bin mir sicher, viele Kinder haben das auch Ja. gesagt. Aber ich habe es richtig wahrgenommen und ist mir heute noch im Kopf geblieben. Ich habe gesagt, Mehmet, du wirst mich dort sehen. Du wirst mich dort sehen. Und ich habe das nicht gesagt, weil, boah, ich denke, ich bin voll der Krass oder so. Ja. Einfach so aus kindischer Naivität und auch festen Glauben, das, was man hat früher als Kind. Du siehst mich dort, Bro, weißt du? Und Du bist darum, ich auch- kann das nicht sagen, aber ich würde sagen, Musik ist ein Tick früher, dass ich es bewusster wahrgenommen habe. Ja? Aber du bist auch ein Mensch, der sehr an die Energien und Synergien glaubt und sehr Aber ich an- glaube daran, dass man an sich glauben muss, ja. Und dass man das, was man ist, zurückbekommt, ja. Wie viele Und- andere, ja. Und auch das Manifestieren ist ein grosses Thema. bei Ja, dir. mittlerweile, als wir uns vor 2 Jahren getroffen haben, bin ich mehr in diesem Film gewesen, so. Mittlerweile benutze ich das Wort manifestieren eigentlich nicht mehr so gern. Mhm. Ich Danke finde, das an White Chicks übrigens. Ja, die haben es auseinander. ja, die Das hat gefickt. Die so, ich manifestiere Die mir, hat's gerippt, ich Bruder. manifestiere mir das. Einfach etwas, was nur 3 Franken kostet. Ja, ich schwöre, Bruder, wie meinst du das? Hau auf der einfach, Alter. Nein, für mich ist, ich tu den Begriff nicht mehr gerne benutzen, auch natürlich aus solchen Gründen. Aber für mich ist es einfach eine Lebensart, Bro, man. Mhm. Es ist so, weißt, ich glaube, jeder Mensch, der sich verwirklicht hat, Bro, to the fullest, oder wo vielleicht grosse Sachen entstehen lassen hat in unserer Welt, die wir heute noch benutzen oder was auch immer. Ich glaube, wenn du die Leute studierst und so den Grundgedanken von allen zusammennimmst, jeder redet über das Gleiche, Bro. Weißt du, würde es mehrere Wahrheiten geben und der würde sagen, im Detail natürlich schon, es sind individuelle Wege, aber wenn du alle anschaust, alle grossen Erfinder, Bruder, jeder redet über das Gleiche. Es geht darum, also ich glaube, etwas gesehen und jeder, der etwas Krasses erreicht hat, der hat es nicht erreicht und hat sich gedacht, boah, das hätte gar nicht können sein. Irgendwie hast du es schon vorher gespürt, Bro. Mhm, Checkst? mhm. Ja. Also, Glaube ja, aber Glaube ist die Hälfte von der Miete. Die Hälfte Die natürlich andere kannst du Hälfte auch ist, noch machen. Nein, die es andere ist Hälfte ist auch an das, was du glaubst, auch Genau. durchziehen. Darum tue ich Ja. das Wort manifestieren nicht mehr gerne benutzen, weil Leute haben das Gefühl, ja, Wenn ich einfach daran denke, 3 Mal am mir Tag. jetzt eine Million Franken. Erstens mal, Bro, das ist richtiger Teufelsscheiß, Bruder, wenn du dir Geld manifestierst. Erstens mal. Und zweitens, Bro, es ist nicht nur das Manifestieren, es ist ein Leben. Checkst? So nehme ich das einfach auf. Es ist so meine Denkensweise und ich fühle mich wohl damit. Und ja, Bro, das ist einfach für mich kein Limit setzen und einfach Gas geben. Weiterentwickeln, es geht immer weiter, Bro, wir bleiben nie stehen. So, man. Let's go. Kurz und bündig. Let's go, Bro. Let's go. Hey, Real, reden wir noch schnell über deinen sehr beliebten und auch sehr guten Cypher-Part. Yes. Wo ja Welle geschlagen hat, wo du ja gegangen bist, Leute haben gesagt, also, es gibt Leute, die sagen, du bist dort hingegangen, hast Namen drauf, bist raus und das war's. Das war's. Es war eigentlich schon mehr gewesen als das. Ja. Ja. Es gibt Leute, die sagen, er ist gekommen, nur zum Namen drauf und ist gegangen. Meinung? Nein. Okay. Bro, ich bin gekommen. Ich habe zuerst mal einen deeperen Part gebracht, Bruder, wo ich etwas über mich erzähle. Ja, fix. So, das ist vom Herzen gekommen. Und dann habe ich geschossen, Bro. Und es ist mir einfach auf dem... Nein, Spaß. Bro, es ist mir einfach auf dem Herzen gelegen und ich wollte das sagen. Und... Bro, ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen das Eis gebrochen. Das Jahr am Cypher, ich werde wieder sein. Shoutout an Pablo. Und ich bin gespannt, Bro. Weil ich habe das Gefühl, die Jüngeren, die jetzt kommen werden, wer weiß, was passiert, Bro. Checkst?
Aber ich habe schon gespürt, man, die Leute, denen ich das auch gesagt habe, oder die ich angesprochen habe, Bro, ich habe das Gefühl, die haben eben einfach das zurückbekommen, was sie in den Wald geschreit haben, Bro. Checkst, ihr seid gekommen, ein Jahr vorher, haben so und so gemacht, was okay ist. Ja. So, mittlerweile der eine oder der andere, oder die eine oder die andere, habe ich auch kennengelernt, mega korrekt. So, weißt du, was ich meine? Aber es war einfach ein Ausgleichen gewesen. Da sind wir wieder, du gibst etwas aus und bekommst es zurück, so checkst. Du hast namentlich gegen Gigi, Ja. Julex Ja. und? Gashito habe ich nicht namentlich, aber mir hat es aber gewusst. man hat So. es gecheckt, ja. Ja, wegen Sie- Red Flag, ja. Genau, sie drei hast wieso Ja. angegriffen. Ja. Bro, ich weiss noch, wir sind beide dort am Cypher gewesen. Ihr seid aber nicht mal close, Bruder, Nein, dort. wir Ich nicht weiss noch, ich bin rausgekommen. Ja. Bro, du musst dir vorstellen, ich habe das gerappt. Ja, Ich komme aus dem Cypher, Bruder. Also so habe ich es wahrgenommen. Ruhig. ja. Alle. So, ich habe richtig so gespielt, es war richtig Tension rum, Bro. Und ich sehe so den Julix gerade so der. Ich komme so raus, Bro. Bro, Leute sind geflasht gewesen, Bro. Ich komme raus, der Drini, der Hero, Props am Gehen und so. Ja. Shoutout an die Jungs. Und ja, Mann, es ist ja, voll. Was hast du sagen, aber? Hey, ich habe nur gemerkt, so, wir sind draussen am Hängen gewesen, wir haben nicht gecheckt, dass du Auftritt hast. Und nachher, du kommst raus und alle sind so, eben, es ist ganz so Komisch, es ist weirde so Stimmung komisch gewesen. Ja, So, Alter, so komisch. Also, Ja. du hast ja nicht unter der Gürtellinie. Nein, aber es ist so gewesen, Bro. Es ist ja- Jeder hat es gedacht, aber ich habe es ausgesprochen. Ja, und Ja, das ja. ist eben neu, du hast das erste Mal an Cypher und der Eben, ja. direkt Mütter, weißt du? Ja, also, ich bin ja nicht der Veranstalter und so, weißt. Ich weiß nicht, was. Ja. Ich kann nicht sagen, das ist das Ziel von Cypher und so, aber für mich als Zuhörer, als Konsument ist so, es ist schon geil, wenn ich sicher sehe, dass Leute zeigen, was sie drauf haben, Ja. was für krasse Lines sie können auspacken und so weiter. Aber es hat auch einen Platz, wo Leute können Sachen aussprechen können, wo vielleicht sie sagen, ich muss jetzt keinen Rap-Song drüber machen oder kein Video, sondern die und die Personen, die gehen auf den Sack oder ich finde das und das nicht gut oder ich finde das nicht richtig gelaufen. Ja. Dann kann man es auch Teil von platzieren. Hip-Hop, Bro, Ja, ja, weißt du? eben. So. Ob du jetzt Ja. unter der Gürtellinie machst und so ist etwas anderes, kommt davon, was du sagst. Nein, Weißt, das du habe sagst, ich, du das Hund, habe ich aber du, auch bewusst nicht gemacht. Das aber weißt, würde wenn ich auch nicht machen. du sagst so, du Hund, du Kelb und so, finde ich auch nicht so schlimm, aber so oder so. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, es sollte ja Platz geben, damit Leute können. Ja, Bro. Nicht jetzt, dass jetzt jeder anfängt zu sagen, okay, gut, ich disse die drei und du disse die drei, sondern mehr so, wenn du etwas hast, wo jetzt wie bei dir so raus muss und du sagst, Ja. das müssen sie gehört haben. Der macht Es sollte ja ist Platz Hip-Hop, dafür Bruder. sein, Das es ist, sollte das ja ist der Essenz, Teil Ja. von der Essenz von Rap. Und ich sag dir ehrlich, Bro, bevor ich als Cypher gekommen bin, so 1-2 Wochen vorher habe ich auch einen Collab mit Snipes und so gemacht, habe gespürt, der fängt noch langsam einen Stein an zu rollen. Aber in dem Sinne, Bro, ich bin auch aus einer Dings, ich bin noch nicht am Cypher gewesen. Ja. Und ich habe gesehen, was letztes Jahr läuft, und das hat mich einfach aufgeregt. Mhm. So, weißt du? Das heißt, ich bin ein junger Kenner gewesen, der einfach gekommen ist und einfach gerade hat wollen sagen. So, mal schauen, was das Jahr kommt, man. Geil. Ja, mal schauen. Mal Mal schauen. schauen, wer das Jahr. Mal schauen, Bro. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe noch nicht geschrieben und Ja, da kann man so Inputs geben, so. gib mir einen Input. Ja, komm. Knack zum Beispiel. Knack. Knack. Ja. Soll ich ihn nehmen? Aber also, was willst du von ihm nehmen? Das Ding ist Knack. Er hat sich selber schon alles genommen, oder? Ja, Erstens ich meine das. eben Und das. zweitens, ich glaube, man sollte wirklich aufhören, auf ihm umreiten, Bruder. Bro, Weil- ich sehe nur, dass ihr auf ihn umreitet. Wer reitet so schnell auf ihn Bruder, um? er selber, Bro. Er ist ihn selber. Jetzt hast du es blamiert, Bro. Jetzt ist es, wir sollten eigentlich aufhören. Also, eigentlich sind nur Bro, wir. was ich halt Bruder, nicht so nein, fühle, ja, es gibt ja ist... viele Leute, die in Ja. der Szene Spray nicht haben. Bro, ich wollte gar nicht, ganz ehrlich, ich sag gar nicht Wenn wir mehr. das Thema jetzt nicht lassen wir aufmachen. das Darf ich Thema, aber Bro. noch etwas Kurzes Ja. dazu sagen? Schau, das ist einfach meine Meinung. Mhm. Und ich finde einfach die Art und Weise, wie gewisse Leute, ich weiß jetzt, ich bin nicht so informiert, voll über ihn, auch schon 1-2 Sachen mitbekommen, aber ich finde gewisse Art und Weise, wie gewisse Leute Politik mit Musik mixen, einfach nicht geil. Mhm. Ich finde, man kann es machen, aber nicht auf die Art und Weise, Okay. wie gewisse Leute es machen. Meiner Meinung nach. Ja. Meiner Schwierig. Meinung nach. So. Hey, Bro, voll easy, ja. Das ist Ja. perfekt. Die Meinung ist deine Meinung. Ja. Das ist Was ist super. deine Meinung, Sero? Bro, ich finde, wenn man im Allgemeinen grundsätzlich, wenn man eine Reichweite hat oder mit dem, was man macht, egal was es ist, Leute kann beeinflussen, Genau. dann ist es automatisch einem auch als Verantwortung gelegt, dass man etwas mit dem macht, Voll. wo vielleicht Und nicht andere so nicht ruhig machen ist. oder wo du vermissst. Ja. Wo du sagst, wieso sagen die und die oder wieso sagt der nichts oder wieso macht der nichts. Voll. Das ist es, 100%. Du musst ja nicht jeden Tag die Social Media auch noch politisch pflegen. Aber Voll. wenn etwas passiert auf dieser Welt, Ja, ich rede gar nicht von denen. dann ja, aber sonst, so wie jetzt in seinem Ausmaß, dass er eigentlich, er ist einfach, ich weiß nicht, ich glaube, er macht nur
Rap über Politik oder so. Ja, ich glaube fast nur, ja. Eben. Das ist etwas, was nicht für mich Ja, ist, das Bro. ist etwas anderes. Das ist etwas, nein, ich Für mich rede ist auch Rap gar etwas, nicht wo von mir eine so- Situation erklärt, wo ich mich widerspiegeln kann, Genau. wo ich weiss, okay, ich höre etwas, wo ich mich gut damit auseinandersetzen kann, wo in eine Situation passt, mir geht es nicht gut, mir geht es gut, ich habe eine schöne Zeit, ich habe nicht eine schöne Zeit. Die Musik macht die ganze Phase, wo ich im Leben durchgehe, tut sie mich begleiten. Begleiten und beeinflussen. Beeinflussen, Bro. Ja. Sie sagen zum Beispiel, okay, es ist nicht immer einfach, aber etwas Simples, aber Ja, bleib Mann, dran. das sind ja die Oder, schönen Sachen, oder ja. vielleicht bin ich gerade im Loch und ich will einfach hören, dass Loch scheiße ist und das Ja. so zum Beispiel, scheiße, Loch, ich Das hasse ist, es und das so. ist das krasse Aber ich will Musik, nicht Bro. von einem hören, der nicht mal von meinem Kulturkreis ist, wo mir sagt, Kurden sind so, das ist Ja. so. Voll. Bruder, Und ich meine so mit Politik gar nicht so, wenn jetzt so tragische Fälle wie Sachen wie in Palästina oder so Voll, ja. seit Jahren bei uns passieren, dass man so Sachen nicht anspricht in der Musik. Eben, Bro, einfach mein Style, wie ich finde, wie gewisse Leute Sachen ansprechen. safe. Ja, Safe. jeder wie er will, man. Safe. Keine Chance. Ja. Aber es hat, glaube ich, jeder muss, glaube ich, jeder wird auf das auch noch, weißt du, sobald du in der Öffentlichkeit bist, Bro, ich meine, es gibt sehr kommt viel... gibt's immer irgendwelche Leute, die mit dem Finger auf dich zeigen und Erwartungshaltung kennen. Wieso? Ja, Gestern ist Mann. das passiert. Was sagst du dazu? Ja. Und willst du jetzt Ja. allen nicht gerecht werden, du musst das machen, was dein Herz dir sagt. Und ja. Und Ich glaube, es gibt sehr viele Musikerinnen in der Schweiz und auch Menschen, die einfach im öffentlichen Raum stehen, die einfach aus Angst... ja, wegen Maulkorb. Sie haben wie einen Maulkorb Ja, ich schwöre. verpasst bekommen. Aber nein, sie haben ihn sich selber Ja, gegeben. sie haben einfach Angst, Sachen Angst sagen. davor, cancelled zu werden und alles, ja. Genau, und auch Angst, Sachen sagen, wo sie eine gewisse Fanbase könnten verlieren können. Genau, Weißt du, ja. oder wo sie vielleicht können sagen, wow, vielleicht der Deal könnte abspringen oder Ja. der oder der. Ja, wie Ich beim verstehe. DJ Khaled, Mann, Alter. Der Eben ja, Arme. ich verstehe schon, dass du ab einem gewissen Punkt zum Beispiel als öffentliche Person zu 100% von dem lebst, was du machst. Ja. Also Musik, Kunst, Podcast, was auch immer, scheißegal. Aber irgendein Punkt, wenn du sagst, ich gehe voll rein, dann heisst ja, du kannst ja von dem leben, irgendwann mehr oder weniger. So. Ja, Also wir sind ja nicht am Arbeiten, weil das ja nicht geht. Ja. Finanziell. Aber wenn wir jetzt von dem leben, die ganze Zeit, wir leben von dem, es ist unser Einkommen und so weiter, dann ist es ja, wie soll ich sagen, dann du ist bist es ja, abhängig davon. ja, dann bist du abhängig davon. Dann verstehe ich auch, dass du sagst, wie, wow, schwierig, ich glaube, wenn ich das mache, dann könnte ich den Monat ein bisschen vielleicht das bekommen. Wenn du das Und Gefühl vielleicht- schon hast, dann ist ja, es gewesen, Bro. eben, und vielleicht, Ja, vielleicht habe ich in ein paar Monaten Existenzängste, nachher springen noch mehr ab und Das so ist weiter. aber falsch. Dann das denke ich mir, ist wieso? Zweifel. Denk mir, wieso? Aber du bist ja zu dem Punkt gekommen, die meisten, weil du ja authentisch bist, weil du ja Genau. du bist. Und du stehst auch in deinem Freundeskreis, wenn sie über das reden, sagen, hey Jungs, lieber nicht. Eben. Die meisten sind eben nicht authentisch, das ist es. Das ist Die es. meisten sind eben nicht das. Und darum, Bro, also weißt du, ich meine, ich verstand zwar schon auch den Punkt, du sagst ja auch gut, die Leute müssen schauen, wo sie bleiben und was sie essen. Aber wenn du auch nicht real bist, Bro, Eben, dann lass es doch einfach sein. Also weißt du, so, Ja, voll. ja. Also Bro, lieber habe ich schlussendlich, wie soll ich sagen, kannst auch als Bubble sein, aber lieber habe ich dann, statt, sagen wir, die 1000, die mich immer supportet, nach einem Statement und nachdem ich einen Standpunkt mitteilt habe ich vielleicht nur noch 500, aber die 500 sind umso mehr dann für mich da. Ja. Weil sie wissen, okay, ist ein bisschen heavy, aber er hat jetzt das gesagt und das ist auch nicht etwas, zum Beispiel so, ich rede nicht von Sachen, wo ich kann sagen, das hat mir nicht, sollte mir nicht, sondern wirklich anständige, sachliche. Ist jetzt das gewesen? Bruder, das ist von Das mir ist gekommen. Isma gewesen. Cool, Bruder, ich denke mir, Magen, Das Bruder, wird von so ist das so deinem laut. Essen an, Ja, Bruder, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, was ich auch will sagen ist, bis zu einem gewissen Maß, anständig, sachlich und normal, solltest du in der Lage sein, gegen aussen, du hast auch Verantwortung gesehen. Ich habe das auch schon mal gesagt in einem Interview. Es ist, bis zu einem gewissen Grad ist auch Verantwortung von dir. Genau. Du musst nicht zu jedem Scheiß deinen Senf dazu abgeben, aber genau. gewisse Sachen sind wichtig, dass gewisse Leute zu Sachen stehen. Genau. Damit man auch in der Öffentlichkeit sagt, okay, gut, es ist nicht nur so, sondern auch gewisse stehen auch für Genau. das. Voll. Voll. Ja, Bro, das wird immer mehr und mehr kommen. Wir haben immer mehr und mehr, also vielleicht du auch als Künstler, wir kommen immer mehr und mehr so ein bisschen Meinung oder was sagen wir zu dem oder wir haben ja nicht zu dem gesagt. Und am Anfang haben wir damit angefangen mit den Leuten ein bisschen, weißt du, sagen, hey, wir haben das gemacht, hast du schon abgecheckt und nachher hat es wie so geheißen, aha, aber das war vor 3 Wochen gewesen. Oder vor Ja, 2 voll. Wochen. Aber Oder du für- kannst es nicht allen recht Du kannst nicht machen, alle, Bro. deswegen haben wir Bro, gesagt, du machst Bro. das, was dein Herz dir sagt, so Ja. checkst. Und ich glaube, falsch ist es, wenn dein Herz dir sagt, hey, ich will eigentlich etwas sagen, aber du machst es nicht wegen... Voll, weil du Das ist Angst falsch, hast vor ja. irgendwelchen Konsequenzen. Genau, Dann lieber genau. nicht. Dann Ja. lieber nicht. Voll. Und deswegen bin ich froh, ich und Josh sind sehr authentisch. Wir haben nicht einen Podcast angefangen, wo wir sagen, hey, du bist jetzt der und ich bin jetzt der und jetzt müssen wir das durchziehen. Ja. Sondern ich bin der Serhat, er ist der Josh, du bist Ja. der Isma. Ja. Du redest über das, was dich begleitet und du redest nicht über Sachen, wo du sagst, oh, ich habe einen Künstlercharakter, der ist voll am Abgehen und ich rede jetzt nur über das, sondern du Ja. tust auch Sachen ansprechen, wo deine Vergangenheit gewesen sind, wo jetzt ist, wo du dir wünschst, Träume und so weiter, Hustle und
Ja, Mann. Authentisch, Bro. Authentisch. Ja, schön. Geile Scheiß machen. Josh, was sagst du dazu? Ich sehe dich dort ein bisschen studieren, ein bisschen... Hey Bro, ich finde, Servo hat ziemlich real das gesagt, was ich auch denke. Ich glaube einfach so, weißt du, ich meine, in der Schweiz oder so als Künstler in der Schweiz hast du ja die ganze Zeit die Diskussionen von real sein oder Sellout sein. Ja. Weißt, Überall, glaube ich. Überall, oder? aber Ja. weißt, ich rede das auch in der Schweiz, weil halt Ja. ich in der Schweiz lebe. Und ich meine zum Beispiel namentlich, es gibt eine Handvoll Künstler in der Schweiz, wo man oft in der Szene über sie denkt oder über sie sagt, so, was sind das für Leute? Also weißt du, so, zum Beispiel eben ein DJ Bobo wird ja lächerlich gemacht. Ja. Oftmals. Ein Blick wird lächerlich gemacht. Lolledük zu den Zeiten von 079 und so, über die hat man auch viel geredet, ja, die sind Sellout, die sind kein Hip-Hop. die Bro, sind was Mann, weiß ich. das ist Neidkultur, Cousin. So, Bruder. Ja. Ja, über Sektion Zürich ist Witz gemacht worden, weil sie mit Marius Bär und so Musik Ja, machen. Mann. Ja, fix. Über LC1 und Mimix wird sehr viel Sowieso, gelacht, Bro. weißt, Sowieso. aber Komischerweise sind aber all die, wo man so redet, sind genau die, die aber eine riesige Community das ist gleichzeitig es, Bro. haben. Ein Stress, Bro. Und wo auch nachweislich können zeigen, dass sie Sachen verbucht haben, die Erfolg haben. Ja, Mann. Eine. Open Air, Hallenstadion, Ja, ja. Checkst. was weiß Aber ich das morgen. kommt ja ich glaube, es ist mehr im Fokus in der Schweiz, weil man es voll mitbekommt. Aber Bro, ich glaube, das ist einfach bei jedem so, wo irgendwann so den Kommerz erreicht, durch seine Verwirklichung und seinen Erfolg, dass das mitkommt. Das Vor allem Ding ist, in der Bro, Schweiz, glaube ich, weil es halt klein ist, jeder kennt jeden und ja. man, wer ist er jetzt, weißt du, so in dem Voll Sinne. der Style, ja. Bro, eben, ich meine, über einen Mimix und LC1 wird viel gewitzelt, Ja. so, oder? Ja, Bro. Aber ich meine, Bro, als Luzerner auf Vinti kommen und 700 Tickets verkaufen. Über, Bruder. Respekt, Bro, Respekt. Verstehst du? Viel, Und ich sag dir auch viel ehrlich aus dem so. Kanton Zürich schaffen das nicht. Voll. Und Da was musst für du Hut Touren abnehmen. sie spielen und alles. Hey Bro, look, und schlussendlich ist auch Musik ist Geschmack, Cousin. Einer ist mit Zwiebeln gern, der andere ohne. Genau so. Ich So, habe du gerade kannst es nicht allen recht machen. Und schlussendlich, der eine hatet das voll, was sie machen, aber sie haben ihr Branding aufgebaut. Ja. Bro, Und sie sind authentisch geblieben, weißt du? Der Livio macht nicht auf etwas, was er nicht ist. Er sagt, ja Mann, ich bin da ein Sweezy, wo Kinderlieder gemacht hat aus Spaß und bin Platin gegangen und jetzt spielen sie es mit Gitarre in der Schule. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? So, wirklich. lass ihn Bro, doch real, machen, Bro. real, ja. Checkst, wir sagen auch nicht, dass der andere Bruder, der von der Straße kommt und zugeht, dass er Tishara gemacht hat, das falsch ist, Bro. Sondern er steht dazu, okay, ist vielleicht nicht gerade das Beste, dass du so etwas in die Welt rausgibst. Du hast es aus irgendwelchen Gründen müssen machen, aber er steht dazu. Sind wir einfach real, Bro. Ja, Mann. Weißt du, an was muss man sich anpassen? An was muss man gerecht werden? Dass der Zero nicht richtig kann Sachen aussprechen. Ist er, Bro. Man behält das wie raus. bin ich, Bro, bin ich. Ja, So, Bro. das aber ist- das ist genau, sorry, Sarah, das ist genau, was ich wollte sagen. Eben, über den Blick wird gelacht. Aber Bro, ein Blick, weißt du, Hat rasiert. er rasiert. Ich Bro. habe schon nicht mehr rasiert. gehört von ihm, aber ihn geht sicher blendend. Bruder, look, eine Produktion von ihm kostet 60'000 Eben, Stutz. ihm geht es blendend. Und es geht nicht darum, dass er das Geld macht. Es geht darum, er schafft auch Ja, Arbeitsplätze Mann. in der Kultur. Ja. Seven, Bro. Wer ist das? Bro, einer der kränksten Musiker. Also ein Popkünstler, Ja, gell? ja. meiner voll. Meinung nach so. Ja. Bro, eben, das sind alles meiner Meinung nach Musiker, die es wirklich massiv drauf haben, weißt du? So. Voll, und wenn sie sich, glaube ich, so mit dem wohlfühlen, was sie gemacht haben, als Außenstehender vielleicht mir sagen, Ist doch okay, scheißegal, dass was du der denkst. Blick, Ja. für mich auch jetzt so, okay, Blick hat Landing, ich fühle das nicht, Bro. Ja. Aber Ist ja okay, wenn wenn er du sich das damit fühlst. wohlfühlt Ja, ja. und er mit sich im Reinen ist mit dem, was er macht, dann ist es, dann Bro, ist es Bombe. viele Leute checken einfach nicht in der Schweiz, dass Musiker sein oder Künstler sein heisst heutzutage nicht einfach Kunst machen und gut ist, Bro. Ja. Du bist Marketingchef. Genau. Bruder, du bist ein Businessman oder Aha. Frau. Du bist Logistiker. Bruder, du bist deine eigene Firma. Du bist deine eigene Firma. Du bist deine eigene Checkst. Brand, ja, viel. Checkst? Und du musst checken, jeder Schritt, den du machst, wird in den Augen der anderen als der Produktwert von dir angeschaut. Ja, voll. Weil heutzutage kannst du nicht im Fernsehen zum Beispiel antisemitische Scheiße rauslassen, Ja, voll. zum Beispiel,
oder anti-islamische Scheiße, was auch immer, Ja. und nachher go Musik machen, das beißt sich, Bruder. Das beißt sich, Du kannst ja. nicht rumlaufen und Du so musst und das so Gefühl Sachen. dafür haben. Genau, Bro. Ja. Und um das geht es ein bisschen, oder? Ja. Und ich glaube, Leute wie Sektion, wie Blick, wie Loleduk, wie LC1 und Mimix, das sind Leute, die es gecheckt haben, die die Marke auch durchbringen, Ja, wo wissen, dass jeder Schritt Business sein muss. genau. Weil es gibt 100, weißt du, wenn's, ich habe es schon gesagt, wenn nur Talent der Indikator wäre, zum erfolgreich sein, Bruder, Ist dann es wären nicht. sehr viele Menschen erfolgreich und sehr viele Menschen, die jetzt Genau. erfolgreich sind, wären nicht erfolgreich. Genau. Und ich glaube, es ist einfach für jeden, einfach ein Weg, wo man das herausfindet, was man überhaupt ist. Und Bro, ich sag dir ehrlich, nach dem Persil-Video ist für mich selber, was vorher unbewusst war, bewusst etwas aufgegangen. Ah, du bist der Isma, Bro. Du bist der, der in ein Persil-Video gehen kann und in einem Anzug, in einem Oldtimer ist und es kommt authentisch. Ja. Aber ich kann vor dem Block stehen und es kommt auch authentisch. Ja. Weil, wie ich dir gesagt habe, bevor wir anfangen, wir sind überall zwischen den Stühlen aufgewachsen. Verstehst du? Und das Schauspielerische kommt bei mir. Bro, das ist mir erst dann aufgefallen. Das Schauspiel spielt auch in meine Musik rein. Ich kann in Rollen einschlüpfen. Natürlich. Und das ist mir erst nach Persil klar geworden. Vorher habe ich es auch gemacht, aber unbewusst. Und ich glaube, das ist bei jedem so ein Weg, wo er das über sich selber herausfindet, wenn er sich verwirklichen will. Und dann geht den Blick halt Ländchen machen, wenn er das so für sich gefunden hat. Und das authentisch für sich findet. Ich weiß nicht, ob er das wahrscheinlich schon. Und Lo und der Ledig machen es so und Sektion machen es so und LC1 und Mimix machen es so. Checkst du? So. Bro, wir sind einfach, wie soll ich sagen, ich meine, LC1 und Mimix zum Beispiel, jetzt, wenn wir sie jetzt immer als Beispiel brauchen, das ist schon Mini-Musik. Das ist ja klar. Das ist schon eine Mini-Musik. Aber du kannst nicht absprechen, was Leute erreichen. Nicht nur sie, auch andere. Ja. Also 700 Leute im Salzhaus. Und das ist Bro, einer von Musik, 10 Stopp, das Bro. ist Musik. Das ist Einer ja, von 10 Das ist einer von 10 Stopp. eben, Bro. und das, Ja. ist, das ist ja Musik. Das ist ja nicht zum Beispiel, keine Ahnung, wie wir jetzt Bestuhlung, weißt du, wo etwas anderes ist. Sondern 700 Leute bringen, gumpen, tanzen, in Band ziehen. Das ist Ja. nochmal etwas anderes. Und man muss einfach, und ich merke, ich habe so das Gefühl, das kommt immer mehr und mehr in der Schweiz, dass, ein bisschen langsam, aber es kommt immer mehr und mehr, dass einander, wieso, das, was man erreicht hat, einander nicht absprechen, weil mir etwas nicht gefällt. Ja, Mann. Ja. So, dass man das wie so sagt, ist doch scheiße, wie hat er das erreicht? Macht doch keinen Sinn. Oder es Sondern- abspielt. Ja, Ja. dass man, nur weil es kann- mir nicht passt, ich kann sagen, zum Beispiel LC1 Mimix, Bro, ich kann nicht, nur weil es mir nicht passt, sage ich jetzt nicht, morgen, wie haben die 700 Leute reingefühlt? Das ist doch verdammt komisch. Oder so, Ja. wie, ja, jetzt 700, wie sie vielleicht fette Sondern Werbung gemacht haben, was auch geil, immer. weißt Sondern, so, ja, ja. ich muss auch nicht Freude machen, muss Ja, nicht, voll, aber, ich kann, also- aber du kannst sagen, Bruder, krass. Krass. Das nennt man einfach Krass. Respekt, Bro. Das nennt man Einfach Respekt. krass. Einfach Respekt Ja. Ja. vor dem Künstler da sein, Bro. Ja. Weil es gibt ein paar Schweizer Künstler, die die kränksten Gangster-Rapper sind, so. Ja. Aber die schaffen es nicht, so eine Energie auf die Bühne bringen wie ein Mimix und LC1 zum Beispiel. So, die Sektion Zürich hat auch gesagt, weißt du, so, wo wir dann angefangen haben, zum Beispiel Musik machen, die vielleicht nicht für die Straße war, aber wo uns gefallen hat, haben Leute am Anfang auch gesagt, hey, was ist das genau? Ja, Mann. Aber wir haben ihnen das nicht böse genommen, weil sie kennen es ja nicht. Und wir haben gesagt, hey, look, du siehst es vielleicht jetzt nicht in dem Ganzen, Ja. aber gib uns ein bisschen Zeit. Ja, Mann. Und in 1-2 Jahren wirst du sehen, es ist richtig, Ja. was wir gemacht In haben. 1-2 Jahren siehst du es, Ja. in 3-4 Jahren ist es noch weiterentwickelt. Genau. In 5-6 Jahren kommt dir jeder gratulieren. Bro. Ja. Eben, und er hat gesagt, wo wir angefangen haben, die Leute haben gesagt am Anfang, hey, ich weiß nicht und so. Und nachher haben sie gesagt, oh, Bro, krass. Krass. Und nachher haben sie ja, okay, sie haben einen Preis gewonnen, Bro, sie werden gebucht, Open Air Frauenfeld, Stadion Lezi und so weiter, für Energy und so weiter, sie werden gebucht, Bro, sie gehen Bro. Checkst du? Und zu keinem Zeitpunkt haben wir bei einem Moment mit ihnen im Gespräch gemerkt, aber auch privat haben wir das Gefühl über, die machen das für Sellout. Die sind kein, Bro, die finden das richtig geil, was sie machen. Ja, Mann. Und du kannst noch so wenig finden, es ist Gangster, es passt mir nicht. Du musst ja nicht mal sagen, es ist Gangster, einfach, es passt für mich nicht. Du kannst sagen, wie viel du willst, es ist auch nicht für dich zugeschnitten vielleicht, aber Ja. was unfair ist, ist der Erfolg absprechen. Absprechen und den Respekt dann dazu dem nicht haben. Ja, Bro, wir sind vielleicht auch nicht, unser Podcast ist vielleicht auch nicht für jeder Mann Ja. oder jede Voll. Frau. Leute denken, wieso, es ist richtig Und das ist Trash okay, von Sekunden. das ist okay, ist voll aber easy, Bruder. Gewisse Leute sind so beschränkt, Ja. Bro, dass sie das nicht mal checken, Bro. Und ich habe das So. Gefühl, es kommt immer ein bisschen mehr langsam mit dem Wandern. Ich habe es ihnen auch gesagt, der Sektion Zürich. Ich habe das Gefühl, immer mehr und mehr wird so ein bisschen die Schweiz offener, Ja. zum Leute erstmal grundsätzlich zuhören, Ja. so lass mal laufen und zweitens auch sagen, zum Beispiel, erstens, das geil ist und pushen oder auch
so ein bisschen gönnen, so ein bisschen Respekt haben, weil früher war schon so Kantonli-Denken gewesen, weißt du? Voll. Schweizer, Zürich-Rapper sind für sich gewesen, Berner Rapper sind für sich gewesen. Langsam, Schritt für Schritt. Und ich habe das Gefühl, es geht immer mehr auf. Geht ein Und paar Türen auf, eben auch den Leuten den Weg, weißt du, so zum nochmal weitere Steps können gehen. Weil vorher war es so, Kantonliga, ich bin Kanton Zürich, das ist krass. Und jetzt ist es so wie, Bruder, mein Traum ist Open Frauenfeld, mein Traum ist Lezi, mein Traum ist in Das Oerlikon. Gespräch hatte ich gestern auch mit dem Ding gehabt, mit dem Angel, also mit Mimix. Ja. Und ich habe ihm auch gesagt, Bro, wo die in die Szene gekommen sind, du hast gar keine Erwartungen gehabt, Bro. Ja. Du hast dir das gar nicht erlaubt, zu träumen, dass du 10 Jahre später so Shows spielst. Weil es hat, checkst, Bro, es war nicht so gewesen, Schweizer Rap à la Ligue, sondern es war gesagt, Schweizer Rap. Ja. Gibt es das überhaupt? Ja, aber Bro? Mimix hat schon vor 10 Jahren Checkst? Mütter gefickt, Bro. Ja. Mimix hat im Bunker Inferno Mütter gefickt, Bruder. Ja. Mimix hat mit seinem Album, wo er ja heute glaub, auch nicht mehr so krass findet, aber mit Wodka Zombie Ich kenne Rambo sie nicht Gang namentlich so, aber ich kann auch 1, 2 Songs. Ja, hat Bro. er Platz 1 geholt in den Charts, Bruder. Ich Ja. weiß nicht, ich bin einer von denen, der es gekauft hat übrigens. So. Ich hab Ja. zusammen- Bro, ich habe ihn auch für ihn gefeiert. Bruder, also ich habe das auch Ja. gefühlt, Bruder. Der ist ein fucking Pionier, Bruder. Kannst du sagen, was Ja, du willst? er kommt auch nochmal aus einer, ich glaube, sie haben sich jetzt getroffen auf dem Album, aber er kommt glaube ich auch nochmal von einer bisschen anderen Bruder, Szene. Ja. Er ist lyrisch eigentlich. Bro, ja. ein Flow, wie der Ja. Mimix hat. Voll. Und was ich noch krass finde, ist, Bro, wir sind von dieser Generation, die noch Schweizer Rap hören, weißt du, der Schämer hast gehabt. Ja. Du hast nicht wieder laut hören, vor allem es nicht so viel gegeben. Aber Ich du habe hast... ihm immer gesagt, Bro, ich bin von der Generation und wir sind von der Generation, wo Eben. wir, Und jetzt, das ist ja Und krass. jetzt, Das Bro, ist, schau jetzt, eben, ja, wie ist eine die krasse Jungen Wandlung. reinkommen, wie ich kann reinkommen, Ja. wie alle anderen Eben, reinkommen können. Bruder, wir haben riesige Möglichkeiten. Und jetzt stell dir vor, Checkst. unsere Generation ist von ich schäme mich, Ja. um das zu hören und dass das andere gehört sich hören, Ja. zu wir wollen das pushen, das ist zu geil. Jetzt stell dir vor, die jetzt nächsten ist es 1 halt- bis 2 Generationen später, was möglich Ja, ist, Bro. Ja. Eben, wenn du weißt- dran bleibst. Ich meine, früher, es gibt auch Rap vor 10 Jahren, wo brutal geil war. Ja. Weißt du? So. Und eben, ich habe ihm immer gesagt, Bro, als ich noch Rap gehört habe, so, oder weißt du, eben vor 10 Jahren Schweizer Rap voll gefühlt habe, Bro, du hast nicht können mit Fenster tun im Auto. Bro, weil pumpen, Bruder. Peak für uns, Ja. für uns Kennex, so vor allem, oder mit Migrationshintergrund oder mit was auch immer, es hat ein Format gegeben, wo eigentlich so blöd für uns zugeschnitten war. Dein 16er TV. Ja. Ah, stimmt! Dort hat's- Bro. dort- Wir haben auch ein paar Rapper aus meiner Gang. Ja, Bro, die sonst dort hast du nie jemand so, wir müssen ja nicht so connected, es war auf Facebook, sonst hast du nie so Ja, irgendwie Leute gehabt, die gewusst haben, okay gut, irgendein Rapper von Luzern, der macht es geil, Ja. los wir rein, sondern, Weißt du, wen ich letztes wieder gelost habe? Wer? Sorry fürs Unterbrechen. Schon aber ich gut, muss sag. sagen, El Montana. ja? El Montana, I got a flow. Weil ich das letzte Mal, ja, Bro, ich habe letztes Mal der droppt in Dings. Es mich auch wundern, was mit dem passiert ist, aber Leute sagen, Er macht wieder Musik. hat er angefangen? Hey Krass. Bro, aber ganz ehrlich schnell, ich habe einen Song von ihm gefunden, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wo sie über irgendeine Stadt in Basel rappen. Ja, Bratle, Liestel oder so. Ich glaube, ja. Bratle ist es. Ja. Und ich Ich glaub, muss dir Bratle, ja. ganz ehrlich Das sagen, ist schon Bruder, Herzpflaster, Bro. Bruder, wenn der Song rausgekommen wäre, heute, Ah, ja, Bro. nein, ich würde sagen, der Song würde fett abgehen. Ja? Bruder, sorry, ich muss es schnell suchen, nur Extra den Refrain Kopfhörer, zeigen. Also. Oder Nummer 1 anheben, das vielleicht, weil er gerade von Handy läuft. Also ich hoffe, es geht. Ich muss schauen, sonst ist es ein Fail. Aber ja, red mal schnell weiter, bis ich das verbinde. Eben, Bro, ich sag dir so, also die Leute, wo jetzt reinsteppen wie ich, oder wo jetzt am reinsteppen sind, Bro, wir haben riesige Möglichkeiten und ich sag's auch immer wieder, jeder, der gerade am Anfang ist, spüre ich auch von den Jungen, ich bin ja wir sind mit vielen Leuten connected, was vor allem was die jungen Gs jetzt angeht und Bro, keiner setzt sich als Grenze, glaube ich, in der Schweiz zu bleiben mit seinem Sound. Eben, das Keine, Bro. ist wichtig. An alle, die zuhören, ihr feiert wahrscheinlich jeder oder mindestens 70% von da feiert Deutschrap krank. Ja. Krank. So. Mit, sagen wir, 20% mehr Aufwand oder sagen wir 50% mehr Support an Schweizer Rapper und ihr könnt glauben, Bro, das wird so oder so passieren. ja, ja, früher oder später, es ist schon im Wandel. Du hast es jetzt schon gesagt, aber es wird passieren. Ja, Bro. ich sage, weißt, wir sind die Generation, die es geschämt hat und jetzt aber richtig geil findet. Jetzt stell dir vor, die nächste Generation, die übernächste. das wird wild. Bro, die nächste Schweizer Rap in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Es ist zwar eben wie in Deutschland, wir sind immer im Vergleich zu anderen Ländern immer voll dahinter. Ja, Was ja, in Deutschland aber- voll abgeht, kommt erst in 15 Jahren zu uns. Aber trotzdem, es wird passieren, Bro. Und in den nächsten 5 Jahren werden fette Meilensteine gelegt für Ja, Schweizer ja. Rap. Bro, das, was ein EAZ oder ein Pronto am machen sind, Ja. ich glaube, von denen wird es vermehrfacht. Ja, wie sagt man?
vervielfacht, nein. Was Sag wolltest du genau nicht. sagen? Es wird Ja, aber ich zeigen, dass er mehr Gimmicks so, ist. ja, Sie es wird bringen mehr es weiter. so Momente geben, wie die zwei Ja, ja, es wird oder immer mehr andere Künstler geben, geleistet wo viral gehen und so 100%. weiter. Und Genau. das wird 100%. kommen, so oder so, aber Ja, ja. mein Appell an all die jetzt und so am Zuhören sind, hört mindestens, am Freitag ist schon immer Release Day. Aha. Am Freitag hauen die Schweizer Rapper alle ihre Releases raus. Ja. So, ob es ein Single ist, ob es ein Album ist, dahingestellt. Am Freitag geht einmal auf Spotify, geht auf CH Rap und hört 10 Minuten, 3 Songs. Nur 3 Songs. Und wenn euch gar keine catcht, so maximal cringe ist, okay. Wenn ihr eine catcht, dann bitte supportet ein bisschen, weil, Bro, es ist Fact, Bro. Es geht und fällt mit Leuten, die daran glauben und supporten. Ja, voll. Und es gibt übrigens bessere Wege als Spotify zum Künstlerreport. Ja, aber ich sage jetzt nur, Voll. wenn ihr schon so ein Volumen an Zeit und an Interesse an Deutschrapper gebt, weil Deutschrapper, Bro, ich habe den Überblick verloren. Ich habe das Gefühl, jede Woche ein neuer Rapper. Ja, ich weiß, was du meinst. Und- Das ist und- ein riesen Markt. Ja, und deswegen Ja. sage ich, der März in der Schweiz, ihr könnt den genauso pushen. Hört einfach 1, 2 Schweizer Rapper, Bro. Ja, man, lass den Kurs Also. weiterlaufen. Komm. La. Also, eben, es tut mir leid, Sero, dass ich da jetzt einen Basler. Bro, voll easy. Air Montana habe ich mit 15, 16, ich habe Shippy-Kollegen gehabt und das ist Air Montana, seine Qualität, rein videotechnisch jetzt, Ja. ist peak gewesen. Ja. Für frühere Verhältnisse, so mit So Air Balder, Montana, Balderstar und so mit 15 und Warte, so. Sorry, kennst du den nicht? Herr Montana. Vom Namen her, er sagt mir irgendwie Bro, etwas, vor aber- 12, 13 Jahren. Bro, ist er- 2010, so die Zeit. Okay, Er hat mit okay. EOZ Songs gemacht. So Schon? damals. Ja. Okay, krass. Also, lass jetzt schnell den Song, Bro. Ich er ist sage, von Basel. ja, Mhm. Bratle. Und haben mit dem EAZ-Songs gemacht? Mhm. Okay. Ja, als ich jung war. Bro, das ist eine andere Das ist eine andere Szene Zeit, gewesen. Bro. Damals hast du nicht den Kanton Ah, Beef okay, gehabt. okay. Also, es hat schon Es ist unter Shippy so gewesen, weißt du, er ist schon Shippy, der andere, der Ja, Ärzte ja. Shippy, das heißt, Aber machen du wir hast müssen zusammen. deine eigenen Leute suchen, Okay, Bro. okay. Aber los ist der Song, Bro. Ich sage ganz ehrlich, Weltkulturerbe, Bruder. Aber normal, Air Montana, Bro. Los Okay. jetzt. Let's go. Komm zu 4-1-3-3, mach mit 4-1-3-3. Gib Fick, lieb 4-1-3-3. Ich mein 4-4-4-4-4-1-3. Ich stand an der Dots, da ist da in der Schweiz. Nicht die gleichen Raps, aber Warte, weiß wir anfangen nochmal. Fick, lieb 4 mit 4-1-3-3. Los jetzt. Bruder, wie das ist ein Refrain, und der kommt da. Ah, man, 4-1-3-3. Komm zu 4-1-3-3. Komm, mach mit Chief Deli, Bro. 4-1-3-3. Ich schwöre, Bro, und weißt du, wie das so kommt? Vor 12 Jahren. Was ist er, Bro? Ist er ein Shippy oder was? Ja, Ja, Shippy. Bro. Bro, also 2011, 12, was auch immer. Krass. 2010 bis 12, so der Zeit ist er rum gewesen. Und dort ist auch Peak gewesen, übrigens. Oha. Dort ist auch... dort ist auch... Tschüss. Dort ist auch Peak gewesen von Ausländer Production. Ja. Ah ja. El Montano. Baba Ausländer. Baba Ausländer, Soldi, Soldi, Besco. Enzi, nein, Besco. Enzi, Enzi Besco, und der Effe. genau. So die, Bro, Der ist auch von Luzern gewesen, ja gell? genau, El Montana, so, Bro, das ist so die Zeit gewesen. Und von all denen hat er jetzt videoqualitätstechnisch hat er jetzt kranke Videos gemacht. Für damalige Zeit. Du musst, das was du mit dem Persil dreht hast, einen Tag, er hat auch so ein Räumchen gemietet, einen ganzen Tag mit leichten Sachen machen, Autos in der Brach, Bro, immer wieder und so. Für damals, wir haben geschaut auf YouTube wegen Clip. Ja. Bro, UP ist, also Ausländer Production, ist schlimm gewesen. So, die haben die Songs gemacht. Weißt du noch Ding? Ich glaube, Bitte Spit haben sie genannt. Der Song, wo er und der Soldi noch redet, ist eine Line, ich vergesse sie nie mehr. Eine Line ist so, ganz ehrlich, du fragst dich, wieso redet der Osama Afghanisch? Ganz einfach, weil der Osama Afghanisch. Bro, Oder So geil. er so, los, Ja. mein Vater kommt und sagt, mein Sohn, komm raus. Ich sage ihm, Papa, hör auf, ich muss mich erholen. Ja. Mein Vater sagt, was erholen? Komm lieber und hilf mir Wasser holen. Bro, Irgendwie so. irgendwelche Sachen, Bro. Sie hat auch mal, was hat der Dings, der Ausländer hat mal so einen rausgehauen. Also ist kein Dings, reimt sich nicht, aber ich habe es geil gefunden. Also ausländerfeindliche Linkshänder schreiben extra mit der rechten Hand. Ja. Wegen Krass. rechts. Ah, ja, also voll gecheckt. Er so, ja. Sag Nein, mal ich hab's so. gerade- ich hab's gecheckt. Bro, und zum Beispiel, sie haben vieles auch, ihre Clips haben richtig geil gefunden, weil ihre Clips sind immer so storymäßig gewesen. Ja. Zum Beispiel Ja. bei einer Story ist wie so ein Baustellenführer in die Baustelle gegangen und ist zum Babusländer zum Sold, um sie zusammenschießen. Zum Ja. Effe. Einer war Effe, der andere Ah, der- genau, zum die zwei F und der Babusländer und zum sie zusammenschießen, weil sie einfach nicht vorwärts kommen. Also, durch Chink, durch Albaner und so weiter, weißt du, so richtig. Und nachher haben sie angefangen, so darüber reden, wie beschissen es eigentlich ist, auf dem Bau zu arbeiten. Ja. Bro, und ich habe mich kaputt gelacht und ich habe auch gefühlt. Das ist auch Genau das cool. gleiche auch wie zum Beispiel mit Muslim, haben wir auch vorher gehabt. Ja, Muslim, Bro.
Eben, aber ja komm, wir gehen glaube ich 2 Stunden So, Rabbit wir Hole driften rein. voll ab, ja. Aber hey Bro, wir sind jetzt auch schon seit 1,5 Stunden am Aufnehmen. Schon wieder Ja, voll. am Fliegen die Zeit. Tschüss. Aber es war ein geiles Gespräch gewesen. Ja, Mann. Ja, Jetzt würde ich sagen, wir probieren etwas aus. Und zwar, Bro, stell dir mal vor, irgendjemand Jungs, also wirklich so 15, 16, ist jemand ist am Lehrer suchen Mhm. und überlegt sich jetzt den Weg mit der Musik oder mit der Kunst oder mit dem Schauspiel zu gehen. Ja. Was würdest du dieser Person sagen? Wenn du es von Herzen machen willst, dann mach es. So. Wenn du es von Herzen machen willst und spürst, dass du Spaß an dem hast, dann mach es. Unbedingt. Let's fucking go, Jungs. Danke euch für das wirklich. Ja, aber ich Gute. würde noch gerne noch etwas sagen. Danke Ja, allen. sicher. Für alle, Okay. die denken, ich bin ein bisschen erkältet. Das heisst, Deine Stimme ist nicht so erotisch eigentlich. meine Stimme ist nicht so, wie sie eigentlich normal ist. Ja. Wie tönt sie sonst? Warte, ich mach das nach. Ich bin Isma. Hey, Bruder, leg doch einfach Bomben, Bruder. Nein, also fix. Danke, bin ich da gewesen, schön gewesen. Danke euch Ich vielmals. mache einfach Abmoderation. Mach Abmoderation. Mach, Bruder, mach. Also, wieder mal eine ganz gute Folge, kurz und bündig gewesen. Schaltet beim nächsten Mal ein, wir sind wieder da für euch. Zero und Yoldash, let's go. Krr, krr. Das ist kurz und bündig.